Habt ihr gewusst, dass in Ant-Man der Sound von der Yellow Jacket Blaster der originale, nur ganz leicht angepasste Sound von der AT-ATs aus Das Imperium schlägt zurück ist? Warum ist das so? Weil der Kevin Feige ein riesen Star Wars-Fan war. Okay, what the fuck? Grüezi wohl miteinander. Zu der 8. Ausgabe vom Broadcast. Ich kann schon nicht mehr reden, ey. Kaum ein Wort Ja, gesagt. hey, wir machen ja das auch schon zum 8. Mal. Also, Ja, wir ihr sind sagt langsam. das vielleicht gar nicht. Wir machen das. An einem Abend haben wir die ganze Folge jetzt gemacht und müssen einfach alle Monate einmal rauslassen. Wir kommen eigentlich Genau. aus der Zukunft. Oh, jetzt kann ich wieder, jetzt muss ich wieder zügeln. Jetzt komme ich noch Man in Black. Du. Schon wieder. Schon wieder. Sie machen es Nein. überall. Hey, wie schwitzt jetzt? Wie Ich geht's? schwitze in meinem Stuhl. Hm? Das ist wieder so die Jahreszeit, wo ich mir immer ein Badtüchli um den Sessel herumbinde, damit das Badtüchli voll Schweiß ist und nicht der Stuhl. Oh ja, das habe ich auch gemacht. Mhm. Mm. Und vor allem, wenn du so einen Abend hast, wo du richtig am Reinsuchten bist, irgendetwas am Schauen und dann stehst du auf und kannst das saure Tüchli grad wechseln. Ziehst einfach den Stuhl grad mit. Boah, das ist so grusig. Ah. Und vor allem das Schlimmste finde ich, wenn du noch so kurze Hosen hast, wo so ein Stückchen Haut. Für die mich noch nicht gesehen haben, recht dicke Oberschenkel. Und da ist so ein kleiner Teil, der einfach so am Stuhl klebt, Hängen bleibt. hängen bleibt. Und noch schlimmer ist, wenn du ein bisschen vorher rutschst und dann nachher die Jeans deine Haut einklemmt. Oh, ja. Weil die Haut bleibt kleben, Mann. Mm. Aber wie geht es bei dir? Ist das schon so? Etwa gleich. Abgesehen davon, dass ich hier das Glück habe, in einer klimatisierten Hütte zu hocken jetzt. Dank Klimaanlage. Aber ja, wenn er seine früh einschalten oder zu früh ausschalten, ist der Zug abgefahren. Also, gestern habe ich auch gedacht, am Abend, ich habe so das Fenster gekippt und dachte, ja, das ist ja gar nicht mehr so heiß. Warte ein Stündchen. Nach einer Stunde habe ich gedacht, ja, jetzt geht es das Windel. Ich glaube, ich kann sie abschalten. Abgeschaltet, alles aufgemacht. Hey, nach einer Stunde habe ich es bereut. Das ist einfach alles. Es ist halt einfach irgendwie, es ist einfach so dicke Luft. Ey. Es ist recht dicke Luft. Und Voll. du bringst die nicht raus. Ja. Das ist gleich, ich habe mir so fest Mühe gegeben gestern. Ich bin gestern ins Geschäft gefahren. Weil ich ja gewusst, und vor allem ich bin früh in mein Geschäft gefahren, weil ich gewusst, es gibt so 2, 3 Parkplätze, die haben nie Sonne. Und du kannst 3-mal raten, wer den falschen Parkplatz genommen hat. Das ist einfach. Also. Ich bin wirklich durchgestanden, so, ja, ich komme nicht mehr da durch. Und nachher komme ich zu oben raus, einfach an der prallen Sonne. Und ich so, nein. Aber jetzt. Wie lange schaffst du dort? Also, ich arbeite jetzt schon 3 Jahre dort. Aber ich mache halt viel Homeoffice. Also in diesen 3 Jahren hast du aber nicht mehr gemerkt, welche Parkplätze es sind. In dem Fall. Ja, es ist darum das Blöde. Wir haben verschiedene, wie soll ich sagen, Firmen, die dort sind. Und dort hast du überall so Schildchen. Mhm. Und die Schildchen, die sind zugewuchert. Also musst du zuerst mal schauen, wo sind die hohen Parkplätze, die eigentlich deiner Firma gehören. Und dann parkst du dort hin. Und dann habe ich zuerst aber auch so gedacht, das ist nicht der Parkplatz unserer Firma. Und dann bin ich eben umparkieren. Ja, Pech gehabt. Ja. Du, wegen einiges. Ja, das gibt es Klimaanlagen im Auto. Ja, auch ja. Tatsächlich. Genau. Ja, das war's. Wir haben heute nichts zu berichten. Ja, wir gehen wieder, Adi. Wir haben genug Überzeit gemacht die letzten paar Mal. Nein, sag ich. Ich habe ein Feedback. Das ist aber sehr allgemein tatsächlich. Respektive ist einfach so eine Aussage, so an Feedback, irgendwie. Es ist erschreckend, wie viele Leute das mir mit Clarksons Pharma angesteckt haben. Sicher?
Hey, überall, überall. Oh, Jeder wieder, wow. hey, jetzt habe ich im Fall auch angefangen, es ist hure geil. Der Plätsch hat mir geschrieben, hey, ich habe gerade alle 3 Staffeln durchgesuchtet, weißt, ich kann nicht mehr hören. Und überall. Das ist aber Das eben geil. ist so geil. Also ich kann dich noch sonst noch beruhigen. Hä? Ich glaube, es kommt sogar noch eine 4. Staffel. Ja, ein 4. kommt definitiv noch. Ob es nachher noch weitergeht, steht in den Sternen. Ja, aber ich glaube, jetzt haben sie es dann ausprobiert und man kann probieren auf einem Bauernhof. Also Ja, und es ist auch, ich meine, er hat auch ein gewisses Alter. Und sie haben jetzt, das ist tatsächlich eine sehr traurige Nachricht, aber das ist ja auch bekannt. Ich ringe jetzt gerade ein bisschen mit den Tränen tatsächlich. Okay. Und zwar Grand Tour kommt jetzt die letzte Staffel. Nachher ist es fertig. Es gibt kein Top Gear mehr mit denen, das ist schon lange nicht mehr. Und Grand Tour kommt jetzt dann auch, der Trailer ist draussen, es kommt jetzt die letzte grosse Folge. Und dann ist finito. Ja, aber die sind ja alle irgendwie etwa 60, oder nicht? Ich habe keine Ahnung im Fall. Also, Tatsächlich. also, Aber ja. er ist, der Jeremy Clarkson ist, glaube ich, bei der ersten, wo er anfängt, bei der ersten Staffel ist er, glaube ich, 61. Das kann sein, ja. Der Clarkson ist, glaube ich, einer der ältesten. 64 ist er. Ja. Also eben, ja, Und, passt es etwa. Es sind 3 Staffeln, ja, 61 hat er angefangen. genau. Ja. Das nimmt mich jetzt Wunder. Richard Hammond, der ist 54. Ist das der mit dem grauen Kleine. Haar? Aha, okay. Der Der Kleine. aussieht wie so ein kleiner Hugh Jackman. Okay, den Vergleich habe ich auch noch nie gehört, aber ja. Ja. Und der James May ist 61 tatsächlich. Aber ja, es sind James, also wieder in dem Ding halt so. Langsam aber ja, sicher. ja, was willst du da noch machen? Eben, wie du sagst, irgendwann ist es dann fertig. Ja, ja. Mit allem. Und ich meine, wenn du so anschaust, Top Gear, ich weiß nicht, wann der Clarkson genau angefangen hat. Er hat mega jung angefangen mit Autosachen, Autosendungen. Ja. Es ist so richtig komisch zum Schauen, wenn du auf YouTube die so ganz alte Videos von ihm schaust, wie dünn und jung und so, weißt du, so der richtige, so das Spargeltarzan war zuerst. Also, ich habe nur mal irgendwie einen Ausschnitt gesehen, wo er ein Chassis von Auto mit Frauen vergleicht. Ach Gott, ja. Wo dann irgendwo so 2 blonde Frauen dort stehen. Die eine, die hat, ist so ein bisschen, ja, sag es jetzt halt einfach so ein bisschen, hat ein bisschen weniger Vorbau gehabt und die andere hat einfach einen riesen Schöpfen gehabt. Mhm. Und der hat einfach gesagt, ja, das ist genau das Modell und so, das kann man mit dem und dem Auto vergleichen. Und ich habe da gedacht, ja, was ist das für ein Double? Ja, und nachher habe ich 3 Staffeln von Jeremy Clarkson geschaut, von seiner Farm. Aber ich finde es so schön, ich glaube, das ist auch genau das, was wir mit unserem Podcast machen, die Leute ein bisschen inspirieren, etwas anderes mal zu schauen. Genau. Aber auch vielleicht Sachen, wo du sonst gar nicht so wirklich auf dem Schirm hast, wo du denkst, ja, der Jeremy Clarkson, man kennt ihn jetzt, der macht da Autosachen, aber dass er eigentlich noch eine mega geile andere Serie hat, das wissen viele gar nicht. Ja, eben, ja. Und die anderen tatsächlich, also das haben wir tatsächlich noch vorgenommen. Der James May hat auch noch irgendwie 1, 2 coole Sachen am Laufen im Moment, glaube ich. Und der Hammond auch, der hat auch noch irgend so etwas gemacht mal. Also, Ich glaube eben, du kommst zwar in ein Alter rein, aber du kannst mit dem nicht mehr aufhören. Ich meine, das sind Entertainer. Und sehr gut, so viel, wie ich jetzt mitbekommen habe. absolut, ja, klar. Ah, Ja, nein, das ist ein cooles Feedback gewesen. Also, einfach so gemerkt habe, das hat seine Kreise gezogen mittlerweile. wenn wir dem von noch eine weitere Rückmeldung anschauen. Ich habe noch eine bekommen von einem ja, jahrelangen Zuhörer, kann ich nicht sagen, monatelangen Zuhörer. Der Parsi. Hat zuerst mal geschrieben, Shame on me. Hat er am Montag geschrieben, ich bin erst jetzt dazu gekommen, um die August-Folge vom Podcast zu hören. Also eigentlich die vom Juli. Wir reden jetzt über den August. Die letzte war die vom Juli gewesen. Mhm. Super Episode gewesen und habe ihm immer gern zugelassen. Und das macht mir natürlich sehr happy, dass immer noch Baldur's Gate 3 in den Nebensätzen erwähnt wird.
Ja, und so ist das Thema in dem Fall heute auch wieder da aufgekommen. hä? Er hat dann noch 2 Fragen, nein, er hat 3 Fragen gestellt gehabt. Okay. Tatsächlich, die erste, wir haben ja letztes, ich tue es einfach mal vorlesen. Mhm. Mhm. Wir haben letztes Mal haben wir über Acolyte geredet, das ist da das Star Wars, das Neueste. Er fragt, was wir davon halten, dass die Serie nicht mehr weitergeht und eingestellt worden ist. Ich glaube, also ich habe das bei mir sowieso auf der Liste. Ich glaube, das tun wir nachher behandeln. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch aufgeschrieben hast. Ich muss ehrlich Oder? sagen, ich habe für mich gerade einen Upcut gemacht. Also ich habe jetzt nicht aktiv nachgeschaut, was dort läuft. Ich habe Mhm. so meine Informationsquellen, aber dort ist momentan so ein bisschen das so wirklich Deep Talk und dort habe ich mich jetzt nicht wirklich reingefuchst. Aber wir können das gerne nachher mal Ja. besprechen. Er fragt uns, ob wir den Trailer gesehen haben zu Ringe der Macht, zu der 2. Staffel. Ich habe tatsächlich erst jetzt gesehen, dass die auf Amazon Prime rausgekommen ist. Aber Das da ist die wisst ihr? ersten 3 Folgen. Okay. Aber das haben sie auch bei der letzten Staffel gemacht, immer 3 Folgen auf einmal, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich finde es erstens, also ich meine, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich finde es ein fucking Unding, eine Unverschämtheit, ich sage es ganz ehrlich. Und ja, ich werde halt wieder warten, bis es fertig ist. Ja. Vorher will ich es nicht schauen. Ich werde mir auch dann mal, sobald ich das nächste, also das, was ich jetzt fertig geschaut habe, wird ich mir so reinziehen. Er sagt jetzt etwas, wo ich nicht weiss, ob ich das so sage. Ich tue jetzt einfach mal sagen Spoiler Alert. Aber scheinbar kommt das im Trailer vor und es ist gesagt worden, dass der. Soll ich nichts sagen? Dann sage ich nichts. Also ich sehe, dass du das Maul bewegst, aber ich habe jetzt meine Ohren zu. Also die, Ich die habe jetzt noch zulassen, nichts die gesagt. hören nichts. Also ich sage jetzt mal so, es kommen Figuren vor, die eigentlich nie in den Filmen erwähnt worden sind, aber in den Büchern vorkommen. Und er fragt jetzt halt einfach, wie wir das sehen, ob das einfach Fanservice ist oder. Also ich bin der Meinung, ich finde es immer interessant, Sachen zu sehen, die ein bisschen außerhalb der Filme stattfinden. Die Frage ist halt einfach, wie man es umsetzt. Punkt. Ich bin fertig. Kannst Okay. das die Finger Ich aus der kann jetzt, Hose ich kann jetzt gerade sagen, machst du dich irgendwie bemerkbar? Nein, also ich habe es jetzt wirklich nicht gehört. Warum also ich es nicht habe hören, weil Herr der Ringe ist etwas für mich, das ist für mich eine spoilerfreie Zone. Da versuche ich mit, ich Okay. habe den Trailer nicht gesehen, ich habe nichts gesehen von dem. Ich weiß, dass eine neue Staffel kommt jetzt, die jetzt angelaufen ist. That's it. Da probiere ich mich so Okay. weit wie möglich davon fernzuhalten. Also ich habe jetzt auch nichts Namentliches erwähnt. Ja, okay. Einfach, ja. Also Muss ich eigentlich, schnell auf die Uhr schauen, das ist etwa bei 13 Minuten. Das habe ich nachher, wenn ich irgendetwas zusammenschneiden muss, das nicht aus Versehen hören. Gut, okay. danke. Und dann fragt er noch Folgendes. Was sagt ihr zum Mega-Hype Wukong-Game? Äh, ich find das Setting und alles eigentlich mega interessant. Das war genau ein Game gewesen, das ich hure gerne gespielt habe. Aber ich kann das sorry, wenn ich es so direkt sage, Leute, ich kann das verdammte Souls-like rumgehüpfen, Dash, Dash, Dash. Du bist nur im Dash, Angriff, Dash, Angriff, Dash, Angriff. Das kann ich nicht mehr haben. Und darum ist das für mich ein Spiel, das ich mir nicht wieder antue. Auch wenn die Story eigentlich würde mich mega interessieren. Ja, also mir geht es gleich. Also gut, wobei, ja, kommen wir noch zu einem Thema, das ich näher wird anschneiden, vielleicht ganz am Schluss. Für die Wukong Game nicht kennen, das ist eigentlich ein Souls-like Game, wo es darum geht, dass du einen Aff spielst mit einem Mm, Stecken. Also Jein. eigentlich, das. Es geht, Okay. also ja, es geht um die chinesische Geschichte um einen Affenkönig. Das ist ja vielleicht einigen ein Begriff. Einigen ist wahrscheinlich unbewusst ein Begriff, weil Dragon Ball.
Ja. wird ein bisschen aus dem abgeleitet. Also Son Goku, vor allem in der alten Serie, wenn man genau schaut, er hat all die Merkmale, er hat einen Affenschwanz, er hat einen Stecken, der entsprechend ausgefahren werden kann, also der sich vergrößert und so weiter und so fort. Ja. Er reitet auf einer Wolke und so weiter. Das sind alles genau so, ihr müsst euch mal, wenn ihr das nicht gewusst habt, über Dragon Ball, geht mal das ein bisschen nachschauen. Das ist mega interessant. Also allgemein die Geschichte um den Affenkönig und so. Ist mega interessant. Ich glaube noch sogar, Son Goku heisst auf irgendeine Art und Weise auch König der Affen oder Herr der Affen. Aber Ah, das kann sein, das weiß ich nicht. was glaube der Unterschied ist, Wukong ist chinesische Mythologie und Mhm. Dragon Ball ist japanische. Hängt mich nicht auf dran. Geht wie der Blackjack gesagt hat, geht nachlesen. Ja, aber auch, also Geschichte und so, das würde mich eigentlich schon interessieren. Ich habe es auch bei ein paar im Stream gesehen. Ich glaube, Storytelling an und für sich ist cool, aber ja, also ich will mich halt nicht, und das habe ich eben halt leider in den Streams auch gesehen, ich will mich nicht irgendwie 2,5 Stunden an einem Boss müssen abrackern, um weiterzukommen. Vielleicht ist das Alter oder so, ich weiß nicht. Aber Ich habe nur einem zugeschaut, der eine halbe Stunde von einem Frosch verschüttet worden ist oder so. dann haben wir vielleicht am gleichen zugeschaut. Das könnte noch sein. Ich weiß es nicht. An unserem ehemaligen Gast. Ja, genau, der Nico. Richtig. Dann hätten wir ihn auch wieder erwähnt. Genau. Aber ist gut. Ja. Also ich glaube, da wären wir. Also ich habe nichts mehr schon bekommen. Wenn ihr gerne mal irgendetwas möchtet bekannt geben oder fragen, könnt ihr uns auf Social Media das gerne schicken, ob jetzt Discord oder Instagram, das spielt keine Rolle. Genau. Am einfachsten findet ihr uns auf www.brotkasten.ch. Und Oder, dann, oder ihr haut jetzt auch einfach gerade bei Spotify zum Beispiel in Spotify hat so eine Kommentarfunktion, wenn es dort am Hören sind, auch jetzt dort rein. Dann sehen es vielleicht andere Leute auch noch. Who knows? ja, wir sind Genau. gespannt. Darf ich gerade mit etwas starten? Ja, komm mal raus. Es ist jetzt gerade vorhin angesprochen worden. Darum habe ich gedacht, komm, wir nennen gerade das. Star Wars Acolyte. Okay, jetzt denke ich an Zeitreisen, aber ist okay, ist gut, dann nehmen wir das für näher, okay. Ich habe mir tatsächlich gestern, es ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, ich habe das Thema zwar schon vorher drauf gehabt auf meine Notizen, aber ist mir plötzlich so etwas in den Sinn gekommen und ich dachte, Moment, das ist ja, also weißt du, ich habe das Gefühl, und da jetzt mal abgesehen davon, ob da jetzt alles 100% Kanon ist, ich meine, darüber haben wir das letzte Mal schon geredet, ich finde Ja, das, ja. ja, ja, Kanon ist schön, aber muss sich auch entwickeln irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Fans machen sich gerade das Star Wars-Universum selber kaputt. Warum? Und ich habe tatsächlich ein Beispiel. Stargate ist genau das gleiche passiert. Das ist 1 zu 1 Beispiel. SG1 hat gebraucht am Anfang natürlich, der Film ist aber eingeschlagen, die Serie hat nachher gebraucht, ist aber auch gut angekommen, das Zeug ist gelaufen, Stargate Atlantis haben am Anfang auch alle gemotzt. Und dann hat gesagt, und dann haben sie schnell gemerkt, das ist ja eigentlich gar nicht so dumm. Und dann ist Stargate Universe gekommen. Und das ist halt, es ist fast genau das gleiche passiert irgendwie. Die Fans haben sich kaputt gemacht, haben gesagt, ja, das ist das ist nicht mehr so geil und das ist ja nicht mehr Stargate, unseres, da sind sie nur noch auf dem Raumschiff und haben da ihre Probleme und ja, was ist passiert? Seit wann haben wir keine Stargate-Serie mehr? Vielen lieben Dank. Vielleicht darf ich Ja, noch eine Gegenfrage stellen. ja, natürlich. Das, also einfach mal schnell zu Stargate, ist denn das auch so gefühlt wie so eine Mauchkuh, wo sie dann nachher immer angetrieben haben und immer wieder etwas Neues gemacht haben? Oder ist das so gewesen, hey, jetzt machen wir Staffel 1 und dann ist irgendwie etwa, sagen jetzt mal 3 Jahre nichts gekommen, dann ist die nächste Staffel gekommen?
Also ich weiß es nicht mehr, wie es zu Beginn von Stargate war, ganz am Anfang. Da bin ich einfach Ja. noch ein bisschen zu jung gewesen, als dass ich alles mitbekomme. Also mitbekommen, ja. Mhm, mhm. Atlantis und so hat man schon gemerkt, also vor allem, wo sie nachher bei SG1 eigentlich wie so ein neues Team eingesetzt haben. Ist ja zum Beispiel der MacGyver-Schauspieler, der Richard Dean Anderson, ist ja mehr oder weniger zurückgetreten, kannst du sagen, und ist nur noch so ab und zu auftaucht. Sind wir ehrlich, lore-technisch hat er sich einfach aus einem Päckchen Tic-Tac und aus einem Bleistift ein eigenes Tor basteln und ist nie mehr retour gekommen. Nein, Richard, nein, hör auf. Nein, aber dort hat man schon gedacht, hätte das jetzt müssen sein, muss es ein neues SG1-Team. Ich meine, ja, dass es ein neues SG1-Team gibt, wenn der Jack O'Neill geht, ist offensichtlich, es hat immer ein SG1-Team gegeben. Mhm. Aber muss man das jetzt auch noch einmal ausschlachten mit einer Serie, weil gleichzeitig ist halt Atlantis auch noch gelaufen. Ah, eben. Ja. Und das ist halt dort schon ein bisschen, aber es ist nicht so, ich weiss, auf was du raus willst, und ich gebe dir Mhm. recht, ja, von wegen Ausschlachten. Hier Serie, da Serie, hier Serie, 10 Serien in 2 Jahren und so. Ja, aber ja, ist jetzt nicht ganz so extrem gewesen wahrscheinlich. Aber es ist Ja. halt auch eine andere Zeit gewesen. Ich meine, man schauen, es Ja, ist auf jeden Fall. 15, 20 Jahre her oder so, glaube ich, mittlerweile. Also eben, ich muss dir auch sagen, ich gebe dir da eigentlich auch vollkommen recht. Also, je mehr das eigentlich, ich auch selber darüber nachdenken, wie penibel ich manchmal bin mit diesen Sachen. Das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Wie so ein alter Bauer, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, gibt es ein Sprichwort. Das kenne ich von meiner Mami. Hoi Mami. Bin im Fernsehen, eigentlich nicht. Mutti, hier ist auch Sohn 2. Hallo? Hallo Mutter. Hallo, sorry. Entschuldigung. Oh, weiter. Okay, auf jeden Fall. Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Eben geht darum, von wegen, dass ich selber mega pingelig bin bei diesen Sachen. Aber ich glaube, das heißt folgendermaßen auch. Äh, Die machen halt neue Serien für eine neue Generation. Mhm. Sprich, das muss nicht in erster Linie mir gefallen, sondern der neue Generation, die eben, sorry, irgendwann bin ich weg und das Alte muss jetzt nicht unbedingt mir gefallen. Das ist das eine, was ich dazu muss sagen. Und das andere ist eben für mich ist halt eben die Maulkuh im Moment. Die Maulkuh ist, es kommt da Sachen raus, die gut sind, aber es kommt eben auch viel Trash raus, weil sie sich eben keine Zeit nehmen. Je nachdem. Mhm. Das ist meine Meinung. Das siehst du ja Ja. auch an gewissen grafischen Effekten, jetzt zum Beispiel im Marvel-Universe, wo du in den ersten Iron Man oder in den ersten Marvel-Filmen siehst, ey, das ist mega gut animiert und jetzt ist es halt so Zeitdruck, wird einfach so schnell hingeplättet und das merkst du halt einfach. Ja, voll. Absolut. Und ich glaube, das ist auch, also das ist auch ein bisschen für mich ein Grund, warum man sich einmal so ein bisschen auf Barrikaden geht mit so Scheiß. Ja, ist verständlich, aber trotzdem ist es halt der grosse Mhm. Aufschrei und das ganze Ja, Rumgemaulen und dann, ja, es ist halt kontraproduktiv als Fan eigentlich, weil ja, du willst ja neuen Content bekommen von dem, genau. wo du da willst schauen, sei es jetzt Star Wars, Herr der Ringe, Stargate, whatever. Ja, Das Schlimme finde ich halt einfach immer, also ich rede jetzt von Acolyte sowie auch von Herr der Ringe, Ringe der Macht, die erste mhm. Staffel. Also so nicht spoilern, keine Angst. äh, Es gibt die beiden, gibt's, obwohl sie je nachdem sie schon nicht unbedingt gut sind, oder ich finde sie nicht gut, ganz wichtig, gibt es doch Sachen, die ich mega geil finde. Ich Mhm. finde das so geil, wie sie im Herr der Ringe dann macht, zum Beispiel zeigen, wie Khazad Dûm ist zu den Mhm. früheren Zeiten. Das finde ich so geil. Auch wenn es scheiße super animiert ist. Für die, für die, die nicht ganz so in der Lore drin sind, Khazad-dûm, Moria, so. Ja. Für die gar nicht drin sind, Moria, ähm, die Heimat der Zwerge. Oder eine Heimat der Eine Zwerge. Heimat, ja, Ja. genau. Die andere ist Erebor. Ja. Ja, und es gibt noch andere, glaube ich.
Ja, aber das Es sind, gibt ja glaube mehr als 2. Gibt's nicht 3. Sind ja die anderen noch. Beim Hobbit kommen ja die anderen auch noch mit den Eber. Das sind ja nicht die aus Moria. da bin ich draussen. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Nein, Also, nein. Aber eben, das ist eben auch das andere. Durch die Sachen lernst du je nachdem hure viel Neues darüber können. Oder in meinem Fall, ich reg mich einmal so auf und muss dann aber gleich nachlesen, was ist ein Numenor? Was ist das? mhm. Mhm. Und dass eigentlich der Aragorn auch ein Numenor ist, wo ein Mensch ist, der über 300 Jahre alt wird oder so. Das habe ich gedacht, Scheiße, Mann, das ist völlig an mir vorbei. Ja, also wenn die nicht wirklich reinfuchst, ist das auch etwas. Ich weiß gar nicht, ob es. Nein, ich glaube, im Film wird es nicht erwähnt. Im Film wird erwähnt, dass er ein Dunedain ist, ein Waldläufer. Oder Tatsächlich, bei den Dunedain. Irgendwie so, ja, glaube tatsächlich, es wird einmal erwähnt, dass er ich. über Schon. 300 Jahre alt ist, aber nur in der Ah, oder über 100 Jahre. ja, Das aber wird, dass er ein Numenor ist, das wird, glaube ich, nie erwähnt. Meinte ich ich jetzt. bin mir jetzt nicht sicher. Also Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. ich weiß auf jeden Fall, wo er mit der Eowyn redet, wo er da die super Suppen bekommt, wo relativ Ah, ja. nicht so gut schmeckt. Das ist ein Extended Scene, wo sie ihm eine Suppe bringt und die ist anscheinend nicht so gut. Und sie fragt ihn dann, ja, mein Großvater hat gesagt, er habe mit dir schon als Kind zusammengekämpft. Warum er dann so jung ist und dann sagt er, ich bin nicht jung, ich bin irgendwie 137 oder so, wo er nur Mhm. eben, ja. Ist noch wieder über viel zu viele Details, Mann. Nein, ey, da könnte ich die ganze Zeit drauf fahren. Also Herr Oh. der Ringe ist etwas, ich glaube, das Thema. Jetzt haben wir tatsächlich schon einen Themenwechsel gemacht. Zu Herr der Ringe ist das völlig ungewollt, aber finde ich voll okay. Das ist etwas, was Ja. ich die ganze Zeit, das ist ein Universum, der Einfallsreichtum und alles, was Tolkien hat. Und ich finde es so Ja, geil, dass das von seinen Nachkommen jetzt auch so ein bisschen unterstützt wird, dass sie jetzt sagen, hey, okay, ja, das ist gut, macht die Serie, macht das, macht ja, sicher, ja. der Film, der Rohirrim, der jetzt da kommt oder schon gekommen ist, ich weiß gar nicht, ich habe das tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt, also, Ist das wirklich ein Film? Ich habe gemerkt, das ist eine animierte Serie, die auf Netflix kommt. oder ist es eine animierte Serie? Ja, Hey, da bin ich jetzt überfragt im Fall. tatsächlich, Rohirrim habe ich gemerkt, es ist eine animierte Serie auf Netflix. Nein, ist ein Film, die Schlacht der Rohirrim. Aber eine Serie hat es gemerkt, ich auch noch. Die Schlacht der Rohirrim. Okay. Ist ein animierter Film, ja. Ich werde jetzt nicht so laut auf meiner Tastatur rumschlagen. Ich sehe jetzt aber auch nichts von einer Serie oder so, wo sollte kommen oder irgendwie. Okay, schade. Ah, nein, ist das die Serie? Gollum? Lord Das of the ich Rings, The weiß Hunt nicht. for Gollum. Das könnte auch Ja, sein. das ist, nein, Wo aber das von sagt einer jetzt auch, es ist ein Film. Aber es gibt irgendwie, ja, vielleicht ist das auch mal eine Fehlinformation gewesen, aber ich habe gewusst, irgendetwas mit der Rohirrim kommt und ich habe gemerkt, es sei ein Anime. Mhm. Ja, es ist ein animierter Film, also ein Anime-Film eigentlich, ja. Das ist so. Oh, es kann im Fall sein, dass ich gerade ein bisschen Problem habe. Bei mir ist gerade gestanden Slow Internet Connection, aber jetzt ist wieder gut. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Okay, gut. Ja, ihr seht hier, das ist alles umgeschnitten live. Also Ja, live, ja. Wenn ihr es ich hört, steht, dann schon nicht mehr, aber ich steht die Angst einfach immer das Gesicht geschrieben, aber ich sage es nicht zum Glück. ja, also wenn ihr uns heute gesehen habt, also, im Hey. Livestream ist das ja ganz anders, aber hier sitzen wir hier ins Lauf in Pech. Ah ja. Das ist unglaublich. Nein, Herr der Ringe habe ich tatsächlich jetzt auch schon noch geschaut. Diesen Monat. Komplett der Staffel noch durchgesucht. Aha, du meinst jetzt Ringe der Macht. Ah ja, Herr der Ringe, Ah, Ringe der okay. Macht, ja, die Serie. Die ganze erste Staffel noch ist durch und es ist, also ab dem zweiten Mal, es ist einfach göttlich. Ich bin so richtig wieder voll drin gewesen. Ich bin, also für mich, was, ich tue jetzt gleich schnell die Frage vom Parsin einmal aufnehmen, aber das ist jetzt einfach unter uns, das ist jetzt kein Spoiler,
aber über welche Figur würdest du gerne etwas sehen in der Serie? Über die im Film nie vorgekommen ist. Leider. Über den Tom Bombadil. Okay. Ich weiß nicht. Das ist. Zuerst habe ich immer gedacht, also als ich die Serie jetzt heute, den Monat noch geschaut habe, habe ich gedacht, könnte das echt der Tom Bombadil sein, der vom Himmel gefallen ist? Aber dann habe ich noch, ist mir wieder in den Sinn gekommen, und es ist nachher in der Serie auch gesagt worden, der vom Himmel gefallen ist ein Istar. Ja. Sprich, eigentlich ein Zauberer. Also wie der Gandalf. Der Gandalf ist auch ein Istar. Ja. Also kann es nicht der Tom Bombadil sein, weil der Tom Bombadil ist irgendetwas viel anderes, älteres. Man weiß es gar nicht so ganz genau. Ich finde das noch spannend. Weil ich würde gerne über das Gegenstück von ihm mehr wissen. Über den Sauron. Nein. Noch älter. Wo auch nicht weiss, woher es kommt und woher es verschwunden ist. Wow, okay, jetzt das Gegenstück also zu wem jetzt? Zum Bombadil? Ja. Also, ich empfinde es als Gegenstück vom Tom Bombadil. Was ist das Gegenstück zum Tom Bombadil? Etwas Okay, auch mega Mächtiges. Wo der Sauron sogar Angst davor hatte. Wo er nur mit Hilfe all der Balrogs hat, glaube ich, können besiegen. Oder auf jeden Fall Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch im Fall. die grosse Spinne Ungoliath. Oder Ungoliath. Ah, oh damn. Also, so viel, wie ich jetzt einmal gelesen habe von dem ganzen Herr der Ringe-Universum, ist das so oder das, was ich empfinde, ist, dass Ungoliath oder die Spinnen so eigentlich die Angst zeigen vom Tolkien. Mhm. Weil in diesen Situationen sagt man, oder Tom Bombadil ist der Tolkien, der eigentlich in dieser Welt innen wohnt. Das ist einfach eine Theorie. Das finde ich mega geil. Das finde ich mega geil. Oh, da wäre ich jetzt voll nicht drauf gekommen. Und weißt du, welche Szene ich letzte gesehen habe? Mhm. Oder einfach immer wieder, die könnt ihr 100.000 Mal schauen und die wird nie langweilig. Dann, wo das erste Mal der Balrog kommt. Ja. Oh, Ja. Ey, ohne Scheiß, da komme ich spitze Nippen und einfach ein stiefes Schnäbi über. He? Das ist so geil. Vor allem habe ich mir letzte gedacht, weil der Tolkien ist schon im Krieg war, ist ja dann zurückgekommen, hat ja dann die Geschichte geschrieben. Mit was assoziiert er den huren Balrog? Als wäre es ein Flammenwerfer oder so. Mhm. Weißt Voll. du, ich gehe schon so weit, dass ich mir solche Fragen stelle, Mann. Aber ich sehe es gerade vor mir in meinen Augen. Du siehst so den Balrog, so, es wird heller, heller. Und dann richtet er sich wie so auf und dann steigen die Flammen auf. Ja. Oh, so geil. Oder wo es die ersten Angriff starten und sich einfach aufplustern und sich so richtig manifestieren. Das ist verdammt geil. Mega gut. Herr der Ringe. Also, ja. Ich glaube, wir machen mal ein Special. So ein Special-Folge nur über Herr der Ringe. Sofort. Herr der Ringe ist eine von diesen Filmserien mit Hobbit zusammen. Ich zähle das immer auch dazu, auch wenn das viele nicht so sehen, aber für mich ist das eine sechsteilige Filmreihe. Ja. Mit einer grossen Pause dazwischen halt, aber it is what it is. Das gehört bei mir einmal im Jahr einfach zum Guten tun. Und plötzlich, es ist einfach von spontan meistens besser so, jetzt heute schaue ich Hobbit. Dann schaust du Hobbit 1 und dann wird einfach die ganze Woche, oder wie lange du es auch hast, wird einfach nur das, bis du fertig bist. Und am Schluss heule ich wieder. Ja. Fast. Was dort in dem Ding steht. Also, das ist, glaube ich, eine der ersten Szenen in einem Film, wo ich wirklich näher an den Tränen war. Und Gänsehaut hatte bis von oben bis runter, wo der Aragorn... Was läuft mir gerade wieder kalter Rücken Ich weiß es. Ich weiß, was es sagt. Meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem. Hör auf, ey. Das
Ey, und das ganze fucking Gondor-Volk verbeugt sich gerade auf die Knie Ja. vor den Hobbits. Und die Musik, Das die ist einsetzt dann. ja. Das Ich ist so glaube, geil. Es ist, ich habe gerade es ist, Gänsehaut ja, davon. ich auch. Es hat grundsätzlich hure gute Sachen da drin. Ja, das ist so grand. Das ist Ah. Filmkunst, was es nicht mehr wirklich gegeben hat. Nein, das ist ja auch das, was ich sagen. Warum hebt sich Herr der Ringe, vor allem die erste Trilogie, kannst du auch schon nicht mehr schnurren. Warum hebt sich die nach, wie viel sind es jetzt, 12 Jahren, immer noch so gut? Weil es halt einfach gut gemacht ist. Ja. Nein, das ist viel So, länger her. 12 Jahre. Kollege. wenn wir schnell einen weiteren Fun-Fact bringen. Erzähl. Du kannst suchen, während sich der Fun Fact erzählen. Es gibt ja die Schlacht am Schluss vor den Toren von Moria. Nein, Mhm. von Mordor. Ja, Wo er schreit für Frodo und nachher säckeln sie alle rein. Dort sind sie irgend auf einem Militärgelände. Wo es dort der einzige Ort ist, wo es weit war und alles kaputt. Und die Leute haben alle Schiss gehabt, weil irgendwelche Militär haben gesagt, ja, dann müsst ihr halt ein bisschen schauen, es könnten noch Minen rumliegen und so. Oder so, oh, so, was? so intakte Bomben. Also dort einfach ein bisschen schauen, was ihr macht. Und dann habe ich so, Jesus. Scheiße. Aber ist interessant, ich habe jetzt eigentlich wieder etwas anderem gerechnet, dass du kommst, wegen dieser Szene. Nein, Ja, nicht der Zeichen, wo er bricht. nein, oh Gott, nein. Nein, das meine ich nicht. Und das war auch nicht der, gewesen, das war vor dem Wald. Gewesen. Ja, das war dort, gewesen, was die Hobbits gesucht haben, was der Merry und der Pippin gesucht haben. Und der Merry und der Pippin sind in den Wald abgehauen. Der Merry und der Pippin sind doch gefangen genommen worden von den Orks und verschleppt worden. Ja. Und dann haben sie es geschafft, abzuhauen, wo sie um einen Wald gelagert haben, die Orks. Ja. Da sind sie ja davon geschlichen. Und das Das, war dort, gewesen, wo er den Zechen gebrochen hat nachher. genau, ja, das ist ja dort vor Düsterwald. Nein, Fangorn. 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 Ja. Oh, jetzt muss ich aufhören schweren, Mann. Das Nein, sind aber auch so. Ja, Entschuldigung. die Szene vor Mordor gibt es noch eine Alternative. Das wissen viele gar nicht. Das ist mir auch sehr lange gar nicht bekannt gewesen. Es gibt eine alternative Szene, wo sogar es ist nie fertig gemacht worden, aber dort drinnen kommt sogar der Sauron vor. Kurz. What? Ich glaube, es gibt sie auf YouTube, man kann es anschauen, aber CGI ist nicht fertig, aber man sieht, dass dort der Sauron kommt oder soll kommen. Also, Wow, das war schon ein bisschen übertrieben gewesen, Mann. ja, und es ist wirklich ganz anders gemacht. Also, für die, was interessiert, könnt das mal suchen. Es ist jetzt nicht mega schön oder mega speziell schlechte Qualität, das Video, das ich gesehen habe und so. Aber es ist effektiv eine alternative Version, gewesen, was mal angedenkt hätten. Auf YouTube könnt ihr auch schauen, warum das die Adler nicht gekauft haben. Oder nicht wirklich gekauft haben. Weil viele sagen ja, hey, du könntest doch einfach mit dem Adler dort zu diesem Berg Ja, fliegen, den Ring hineingehen ja. und retour. Das hat auch seine Gründe. Ja, also so Sachen sind also ja. Ja. Man könnte noch viel. Genau. Aber machen wir einen Zeitsprung. Machen wir einen Okay. Zeitsprung. Also nicht Und genau, zwar mit was rauskommst, aber erzähl. Zeitsprung. Auf Netflix ist eine Serie rausgekommen. Und wie viele Leute wissen, darf ich nicht sagen, hast du sie noch nicht gesehen? Sie ist parat. Ich habe sie noch nicht. Ich habe gewartet, bis die letzte Folge draußen ist wieder. Okay. Aber ich, Nein, da reden wir, glaube ich, von etwas anderem. sag mal den Titel. Terminator Zero. Okay, gut, nein, dann bist du safe, dann gib ihm. Okay, also Terminator Zero ist eine animierte Serie. Also eine Mischung zwischen 3D und von Hand gezeichnet. Also für die es kennen, so ein bisschen wie Castlevania. Es hat noch eine andere Serie, die auf Netflix so gemacht worden sind.
Das ist eine Staffel für im Moment. Es hat 8 Folgen und die gehen je 30 Minuten. Also ich habe die einfach gestern schnell durchgesucht. Das Einfach sind so etwa schnell. 4 Stunden. Ey. Und ich finde es halt mega cool gemacht. Es ist for real, es ist relativ brutal zwischendurch. Und die Story handelt das mal nicht von Amerika, sondern in Tokio. Und in Tokio hat ein Typ genau die gleichen Visionen wie Sarah Connor in Amerika. Mhm. Und er fängt dann nachher an, äh, etwas dagegen zu bauen, gegen die Terminatoren. Und das ist sozusagen eine eigene künstliche Intelligenz. Und holy moly, also ich habe am Anfang gedacht, so, Zeichnen und so und Terminator, aber es ist hure geil. Leute wissen, ich bin ein relativ krasser Terminator-Fan, vor allem von den ersten 2 Filmen. Der dritte schaut man nur wegen der Schauspielerin. Und es hat ein paar coole Easter Eggs drin. Wie der altbekannte Spruch, komm mit mir, wenn du leben willst. Habe ich gerade gefeiert. Die Musik erinnert auch stark an Terminator, also wirklich mega gut. Und es gibt so 2, 3 Momente, es gibt einen Moment, wo ein Terminator auftaucht und das sieht so, wirklich, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie dann vor etwa 20 Jahren, als ich das erste Mal den Terminator gesehen habe. Wirklich Mhm. so ein bisschen, oh shit, jetzt hast du einfach geschissen. Und wirklich, ein Plot-Twist nach dem anderen, wenn du so ein bisschen in diesem Universum auskennst, denkst du so, Alter, what the fuck. Das ist mega übel. Aber, oh, Ich, ich habe erst vor ein paar Tagen gehört, dass die rauskommt. Also kurz bevor sie ja, rausgekommen ist, hat er so, okay, nicht also Terminator-Serie. ja, Okay. vor allem, also dachte ich also, okay, Terminator, oh, gerade reinsuchten. Ich muss auch tatsächlich leider sagen, ich habe die neuesten Terminator-Filme nicht alle gesehen, Mhm. wo ich jetzt aber irgendwie auch nicht traurig bin. Tatsächlich. Ja, und darf auch sagen, ja, logisch, ist Terminator, es kommt ein Terminator drinnen vor und der Terminator benimmt sich auch wie ein Terminator. Mhm. Und das Geile ist, er wird wirklich dargestellt als eine Infiltratoreneinheit. Nicht einfach einer, also schon auch einer, der reinmähen kann, aber der überlegt, wie komme ich am besten dort rein? Wie kann ich das austrickseln? Was muss ich genau machen? Was für Möglichkeiten habe ich? Und Ja, das ja. finde ich eben mega gut dargestellt. Ja, ich habe jetzt schnell nachgeschaut. Ich habe ein Problem mit dem Ganzen. Ja. Und das tut jetzt vielleicht wieder so nach Mimimi. Warum muss das also aufgewärmt werden? Und zwar in Asien. Ist jetzt ein bisschen vielleicht ein Hot Take, aber ich habe vor 1, 2 Wochen habe ich mal nachschauen, gibt es eigentlich von Rick and Morty etwas Neues? Irgendwie, ich glaube, ich habe mit irgendjemandem darüber geredet, dann habe ich, mal gibt es etwas Neues. Mal geschaut, habe ich gesagt, ach ja, ein Rick and Morty Anime-Serie wird produziert im Moment. Kommen What? im Moment Folgen raus. Aus Asien. Terminator Zero. Aus Asien. Es wird, also, ist jetzt vielleicht heftig, ich kann mich auch täuschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird im Moment alles in Anime aus Japan frisch aufgewärmt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Terminator Zero nicht sogar von einem amerikanischen Studio gemacht worden ist. Ähm, Country of Origin, United States und Japan. Aha, also beide. Ähm, Es ist eben so ein Mischmasch, glaube ich. ja, genau, es ist mit Netflix, Skydance natürlich, das Ja, ist die amerikanische Bude. okay. Production IG ist ein japanisches Animationsstudio. Also es soll jetzt nicht heißen, es sei Nein, nein. schlecht. Also ich wollte das, Nein, nein, ich wollte das überhaupt nicht. Also ich weiß schon, was du auch, meinst. auch Rick and Morty, ich habe es nicht geschaut. Mir gefällt der Stil einfach nicht, aber das ist, ich,
Also, Mm. ich finde es halt interessant von dieser Serie, dass es, also weißt, das ist ja nicht ein Aufwärmen, es ist wieder zu Amerika, wo es passiert, der D-Day, sondern es Mhm. wird gesagt, was passiert an einem anderen Ort. Das ist gleich wie zum Beispiel bei The Walking Dead. Du siehst nur, was zu Amerika passiert. Und es gibt so 2, 3 oder es gibt so 2, 3 Stellen, wo du dir vielleicht mal selber überlegst, was ist denn in Großbritannien passiert? Was passiert dort dann? Ist dort überhaupt etwas passiert? Das ist so der Moment, das ist so mache jetzt wieder einen mega Sprung in ein anderes Universum, Krieg Ja. der Welten. Wo sie Mhm. auch einmal so einen Moment zeigen, einfach, wo die Leute halt einfach irgendwelche Infos spreaden, wo der eine sagt, ja, zu England ist es hure schlimm, und dann hörst du den Nächsten, der sagt, ja, zu England haben sie nichts. Und darum finde ich das noch interessant, dass du das jetzt mal siehst, wie das in Tokio passiert ist, eben, dass es dort auch etwas gibt. Ah, also das ist nicht einmal das grosse Problem an dem Ganzen. Aber Ja, also, was mich jetzt zum Beispiel triggert hat, ist, er hat die gleichen Visionen. Warum? Warum muss man es auf das auch. Also weißt ich finde das. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen falsch gesagt. Schau jetzt die Serie, wenn ihr Okay. interessiert sind, und es kommt, eben, es gibt einen geilen Plot-Twist am Schluss. Okay, okay, okay. Genau. Also weißt ich habe grundsätzlich nichts gegen so eine Serie. Im Gegenteil, das kann sehr geil sein. Und vor allem, aber an einem anderen Ort zeigen, wie es dort gelaufen ist, was der dagegen gemacht hat. Aber dass es halt so, also es hat jetzt so danach tönt, so gleich mit aufgebaut zuerst so, ja, er hat auch die Visionen und so, wie sie hat und so. Und da muss ich sagen, ja, fällt euch nichts anderes. Also, weißt Ja, es du, ist halt einfach, es ist halt schwierig. Also es gibt einen Moment dort, wo ich muss sagen, aha, okay, gut, das finde ich gut, dass sie das reinnehmen, mhm. weil das ist nämlich genau das, was du etwas sagst. Aber es ist, in der Serie ist ein Punkt, das ist leider fast am Schluss, ist das mega geil erklärt. Okay, okay. Also eigentlich, ja, die ganze, eigentlich tut so das ganze Universum von Terminator so schnell drunter. Mhm. So ein Motto, egal was passiert, diese Sachen sind einfach strikt. Das passiert halt einfach. Ja, Egal ja. wie du willst. Aber Zeitreise ist ein guter Punkt im Fall. Okay? Ich weiß nicht, da müsst ihr je nachdem schon auch so in meinem Alter sein, älter sogar. Ich weiß nicht, wenn man das Quantum Leap etwas sagt. What the Genau, hell das ist habe ich, das? das habe ich aber nicht, die Reaktion habe ich von den meisten erwartet. Und zwar, auf Deutsch hat die Serie «Zurück in die Vergangenheit» geheißen. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja an vielen eher durch das bekannt. Ist eine recht alte Serie. Also mit alt, ich sage, die ist 1989 gelaufen bis 1991. Ähm, ist darum gegangen, dass es einem Quantenphysiker gelungen ist, einen Quantenbeschleuniger zu bauen, wo er innerhalb von seiner eigenen Lebenszeit hat können in andere Menschen zurückspringen. Er hat dann die Identität von denen angenommen und hat eigentlich dann, damit er wieder, also es ist, er hat einen Selbstversuch gemacht und ist dann da drinnen gelandet schlussendlich und hat eigentlich wieder zurückfinden. Und damit er weitergesprungen ist oder zurückgesprungen ist, wie auch immer, hat er müssen immer irgendwie etwas erfüllen. Die meisten Menschen dort haben ein Problem gehabt oder haben irgendwie etwas müssen helfen, irgendjemandem. Und dann wäre er dann weitergesprungen. Jetzt ist es so. Jetzt ist 2022 eigentlich wie eine Nachfolgerserie von dem rausgekommen. Aufbauend tatsächlich auf diesem ein Stück weit. Das ist jetzt nicht, das kommt glaube ich ein, zwei Schauspieler von vor. Viele sind tatsächlich halt auch leider schon gestorben, muss man auch sagen. Wo sie auch wieder den Quantenbeschleuniger haben und ich wollte jetzt auch nicht viel Spoiler, falls das nicht jemand schauen will. Ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt dieses Jahr rausgekommen und ich habe jetzt gerade beide geschaut. Ähm,
Ist eine coole Serie. Wem so etwas gefällt, ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen so etwas. Viele kleine Referenzen zu der alten Serie auch, also immer wieder mal. Aber leider nach 2 Staffeln jetzt abgesetzt worden. Mit einem wirklich nicht schönen Ende auch. Also, Cliffhanger. ja, also Der pure Hass wieder. dumm. Ja, also ich habe gedacht, ja, weißt du, mache ich doch noch kurz Staffel 3, 2, 3 Folgen oder 2 Folgen je Stunde. Schließe ich das super ab. Come on, das kostet jetzt nicht 200 Millionen oder so. Aber der Ullen, ihr müsst den Ullen sehen. Seit ich angefangen habe zu erzählen, ist er sicher den Kopf am Reiben und am Schütteln. Ich platze fast. Blackjack. Zum 150. Mal. Los das Hörspiel Heliosphere. Aha, Das ja, ist, ich habe so... das ist dein Hörspiel, glaub mir's. Das ist dein Hörspiel. Ich hasse Dinge. Ich komme einfach nicht irgendwie, ich komme mich einfach nie dazu, so Zeugs zu hören. Das ist der Punkt. Das ist mein Problem. Du gehst doch arbeiten, einmal pro Woche oder so. Also, du gehst zu der Arbeit. Nein. Aber wirklich, du musst das hören. Es ist genau deine Welt. Ja, ich habe es abonniert. Also ich muss nicht mehr dumm fragen. Ich weiß, ich hasse Dinge. Es ist Helios Okay, ist das gut. ist gut. Aber einfach so, der Reboot, ich habe es cool gefunden, ist eine coole kleine Serie. Aber nach 2 Staffeln leider unschön abgesetzt worden. Aber ja, Das ist mega schade, so Zeug. absolut. Hast du gerade noch eine Serie? Tatsächlich nicht, nein. Dann muss ich mit dir jetzt ein böses Wort reden. Oh shit, was habe ich wieder angestellt? Ich habe vorher schon gesagt, ich hasse dich dafür. Ja, genau. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Vermutung. Erzähl mal. Also, es geht um die 3 Herren, die wir vorhin besprochen haben. Okay, im Gesichtsausdruck kann ich schon sagen, es geht nicht 3 um die 3 Herren? Herren. Die 3 alten Herren. Nein. Okay, Nein. gut. Okay, dann bin ich jetzt tatsächlich... Dann Ich frage ich mich, um was es geht. Ich habe endlich The Boys schauen. Oh! Scheiße. Also, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe in meine Notizen, ich weiß nicht, ich finde den Frenchie finde ich einen mega sympathischen Sieg, obwohl er hure kaputt ist. Voll, ja. Das ist irgendwie der einzige Normal dort drin. Ja, absolut. Und was ich ein bisschen komisch finde, das ist meine Empfindung, es wird auf Amazon Prime wird's eingestuft als Comedy-Serie. Aber ich finde das überhaupt nicht eine grosse Komödie. Es gibt lustige Elemente drin, ja. Aber das Zeugs, das dort drinnen läuft, ist erstens mal hure beängstigend und ich finde es zum Teil nicht lustig. Jetzt aber. Ey, ja, also nicht lustig. Also, das, was mit dem Dieb passiert, ist lustig, teilweise, wenn er mit dem Hummer redet. Und sagt, ja, ich rette dich. Mir erzähle ich nicht. Die wissen, was abgeht, die wissen, was abgeht. Aber Wer weit bist jetzt gleich mit der zweiten Staffel fertig. Okay, wir reden die nächste Woche nochmal. Ey, ich habe wirklich, also diese Sache, ich habe wirklich müssen sagen, ich habe wirklich müssen lachen. Aber ohne Scheiß. Der fucking Homelander. Also, erstens mal, die Schauspielerwahl ist absurd Ey. geil. Absolut. Und der fucking Homelander spielt, ich weiß nicht. Bei dem hast du halt einfach immer das Gefühl, du weißt nicht, was er als nächstes macht. Geht er gerade völlig durch oder nicht? Er ist wie eine Katze. Irgendwie. Wenn, er kommt zu dir, du kannst die Katze streicheln, wenn er genug hat, fährt er einfach von durchgehen. Zum Beispiel. Er ist wie eine Katze. Ja, oder wenn du irgendwie sagst, hey, schau, ich komme so in 20 Minuten, komme ich wieder. Dann sagst du der Katze, ja, ich gebe dir in 20 Minuten etwas zu essen. Wenn du in 20 Minuten nicht zurück bist, brennt einfach deine Küche. Einfach, weil du nicht dort gewesen bist.
Oh. Aber wirklich, der Typ, it's perfect. It's just perfect. Every Das, fucking line. die Serie ist einfach, die ist einfach aus dem, ach Gott. Also tatsächlich, ich habe jetzt die erste Staffel habe ich okay gefunden. Ist jetzt für mich Mhm. nicht eine gewesen, wo nachher dann sich bei mir eingebrannt hat und gesagt hat, ey, jetzt musst du die nächste Folge schauen. Jetzt musst du Ja, die nächste ja. Folge schauen. Die zweite, die fährt davon langsam von Fahrt davon aufnehmen. Vor allem mit dem ganzen Scheiß, was da hinten dran passiert. Das nimmt die Wunder. Und das Mhm. Schlimmste ist, das hast du, glaube ich, mal einmal in einem Stream gesagt, gehabt, wenn das wirklich so wäre in unserer jetzigen Zivilisation, es wäre genau so. Ja, absolut. Es wäre genau. Ich- Vor allem, was ich halt einfach immer geil finde, sind so die kurzen Einblenden von irgendwelchen Commercials oder so Zeug und du so, hey, was hat das jetzt mit dem zu tun, Mann? Also, die Aussage von wegen, es wäre genau so jetzt bei uns, das bezieht sich jetzt vor allem, und ich wollte dich da nicht zu fest spoilern, wirklich, ich sage nicht gross mehr dazu nachher, vor allem zur heutigen Zeit, die letzte Staffel. Wenn du die geschaut hast, wirst du mir absolut zu 100% zustimmen. Es ist, und wenn, okay, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, bevor du Staffel 4 schaust, schau nur die andere Serie, den Spin-off. Okay. Es gibt noch eine kleine Spin-off-Serie, jetzt muss ich schnell schauen, wie es schon wieder heisst. Das gerade sagen. Gen V ist auch auf Amazon Prime. Mhm. Ähm, Ah, ja, ich verstehe den Zusammenhang, glaube ich schon. also es ist einfach auch, sie ist halt zwischen dem so ein bisschen rausgekommen. Also Ja. darum, also wenn du Staffel 3 geschaut hast, schau Gen V. Es sind 8 Folgen, eine Staffel. Easy peasy. Der beste Superheld ist einfach der hure Black Noir. Oh, Ich finde, ah, ich ja, liebe den Typ. Er ist einfach, er macht einfach sein Shit. Er ist zufrieden. genau. Das ist ein Spirit Animal Black Noir. Ja. Und er alle zusammenschießt und ist, ja, dir sind alle scheiße, außer du bist cool, du machst deinen Job. Genau. Es ist wirklich, also, ja. Oh Ah, Mann, The Kann ich, Boys. kann ich auch jedem empfehlen. Ach ja, sehr. Außer Ja. die können kein Blut sehen. Schau jetzt nicht. Nein. Ja gut, das merken sie schon nach den ersten 10 Minuten. Genau. Das, Ich gebe einfach mal so einen Hint, und ja denke, okay, das ist ein bisschen hässlich. Die Blauwal. wir reden nächsten Monat nochmal. Ja. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon. Im nächsten Monat werde ich einfach immer wieder mal so Nachrichten vom Mullen überkommen. So, Alter, die und die Folge. Was zum Fick? Was zum Teufel? Was steht da passiert? Holy, was ist denn das? Ich sehe es jetzt schon. Darf ich dir noch etwas fragen? Das nimmt mich Wunder. Ja, Frage. Vielleicht ist ja dir etwas aufgefallen. In der ersten Staffel gibt es 2 oder 3 Mal einen Moment, wo ziemlich auffällig ein Flüge durchs Bild fliegt. Das ist mir nie auf. Also, Es gibt auch in der Staffel 2 eine Aufnahme, wo sie über der Stadt sind und du siehst dort etwas im Himmel schweben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Trigger ist. Ich es probiere ist zum Schauen, ob ich dir aufleben. Bilder kann schicken, aber du siehst Ja. dort etwas rumschweben. Und eben, zweimal kommt ziemlich pikant ein Flüge vor. Aber so wie ich dich jetzt anschaue, hat das wahrscheinlich nichts zu tun. Oder noch nicht. Also ich muss halt auch sagen, also es ist halt schon ein Weilchen her. Ja, gut, ja. Ich meine, wenn ist die erste Staffel rausgekommen? 2019, also es sind halt auch schon 5 Jahre her. Ja. Ich müsste sie nochmal schauen, ich habe es wirklich nicht mehr gerade im Kopf. Okay, ja, du, voll easy. Voll easy.
Vielleicht finde ich es dann noch, ich kann es dir mal schicken, dann, wenn Ja, genau. ich weiß nicht mehr wo. Aber ja, machen wir glaube ich auch mal so eine Special Edition über The Boys. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, Bevor wir ein grosses Thema aufnehmen, weil ich sehe, wir haben schon wieder eine Stunde durch. Das ist eine Serie. nehmen wir jeder noch ein Thema. Willst du Was, so nur etwas sagen? eins? Also Also, ja, noch, okay, gut. Ich kann. Ich hätte eigentlich gesagt, wir machen jetzt erst Games und dann gehen wir auf Film. aha, gut, gut, So, dort habe ich praktisch nichts. okay. Ja. Also, ich mache es schnell und kurz und schmerzlos. Tatsächlich im August, ich bin eh nicht viel zum Zocken gekommen. Ich spiele immer noch Final Fantasy 14 mit einem Kollegen zusammen. Nächsten Monat wird es ein bisschen interessanter. Weil Blood for the Blood geht und so. Warhammer. Da können wir dann Mm. mal. Ja, mehr habe ich nicht in dem Sinn. Ja, viel habe ich aber auch nicht. Ich habe viele, die vielleicht Streams schauen, ja, die wissen jetzt, das neue World of Warcraft Add-on ist rausgekommen. Es tut mir leid, falls es jemand nicht gesehen hat, aber ich bin voll. Hey, es ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich bei einem World of Warcraft Add-on fast ein bisschen, also ich bin gestern nicht am Wasserbau gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die eine Szene, die holy damn, hat mich die mitgenommen. Das ist dort, wo die Das, Taverne hast müssen verbrennen mit dem Met drin. das ist auch schlimm gewesen. Nein, aber vielleicht für die, die es ein bisschen kennen, also die ein bisschen die WoW-Lore kennen, es gibt ja den Magni Bronzebart, das ist der Zwerg, wo sie Cataclysm eigentlich in einer Steingestalt steckt und eine Verbindung zu der Welt hat, zu Azeroth. Also Azeroth ist ja die Welt von World of Warcraft und das ist nicht einfach eine Welt, sondern das ist eigentlich wie, dass die lebt, die hat die denkt etc. und die kommuniziert mit dem Magni. Also er sieht so ihre Vision, er hört sie und so. Und ich tue jetzt nicht von der Story gross irgendetwas spoilern für die jetzt, die das vielleicht auch noch, ich weiß nicht, wie viele von euch World of Warcraft spielen. Das wäre tatsächlich interessant zu wissen. Hau jetzt mal rein. Also einer weiss ich. Grosser Casey. ähm, ist der Magni schlussendlich wieder eigentlich zurückverwandelt worden in seine richtige Gestalt. Und das Ganze drumherum, wie es aufgebaut worden ist, die ganze Story dahinter. Und ey, ich bin dort gehockt, ich habe das gesehen und ich bin richtig, ich habe nach Worten gerungen, ich bin richtig emotional geworden. Weil der Charakter ist, also ich meine, es ist ein Zwerg, ich muss den geil finden. Ich finde Zwerge einfach mega. Und der Magni ist einfach immer so ein starker Charakter gewesen, so eine prägende, das ist der Macher gewesen und so, der Goat, der Boss neben Thrall. Also der Thrall ist einfach, ja, okay, der Magni ist nicht ganz Goat, aber näher an Thrall, ich sag's mal so. Und der, dass es eigentlich, wie sie bös gesagt, befreit worden ist durch das und so, boah, ich sag dir. Besser Storytelling in dem WoW Add-on als in den letzten paar Expansions. Also wenn er gesagt hat, Dragonfly Add-on, das ist scheiße gewesen. Hey, gönnt euch den War Within. Auch wenn es nur wegen der Story ist. Holt euch einen Monat, spielt die Story. Ich meine, nicht einmal scheiß auf alle anderen Quests, macht einfach die Story. Es ist so gut bis jetzt. Ich bin noch nicht fertig, tatsächlich. Also ich bin wirklich noch lange nicht fertig wahrscheinlich mit der Story. Ob es daran liegt, dass der Chris Metzen, also der Godfather of World of Warcraft, wieder am Steuer ist, weiß ich nicht. Das ist gut möglich. Er ist ja wieder zurückgekommen. Sie haben ihn ja wieder geholt. Und der hat gesagt, jetzt machen wir wieder das, was wir immer haben können. Geschichte erzählen.
Und bis jetzt hat er das einfach zu 100% erfüllt. Also, ich bin hin und weg, ich freue mich richtig und ich bin Gott froh, habe ich tatsächlich Ferien jetzt, dass ich einfach nur voll drin kann. Das hat sich einfach glücklicherweise gerade so ergeben. Aber das gibt's halt. Es gibt halt einfach Leute, denen musst du halt ein bisschen den Raum lassen, damit sie ihre Geschichten wieder können aufnehmen Ja, und weiterverzählen und so. Also, Darum, aber ich sage auch, es liegt vielleicht nicht einfach nur um Chris Matt. Also ich meine, aber das Add-on WoW, das Team, respektive bei Blizzard, das besteht aus riesig vielen Leuten, also mega vielen Leuten. ja, ja. Aber man weiß halt, er hat eben der Godfather of Warcraft, er hat die Geschichte im Kopf, wie sie entwickelt ist, wenn er sie würde weiterentwickeln und so weiter. Und wenn du natürlich den zurückholst, was eigentlich erfunden hat, ja, also bis jetzt haben sie alles richtig gemacht, meiner Meinung. Dann ist ja gut. Definitiv. Dann ist ja nice. Ja, ich habe dir ein bisschen zugeschaut und es sieht aber eigentlich auch cool aus. Ich würde eigentlich auch gerne wieder mal. Aber ja, Holen. ja, Holen. nein. Nein, Holen. das nicht. Nein. ASMR WoW-Stream. Aber Also, darum, ich sage es, wer es cool findet, hey, einmal im Monat, gut, die müssen natürlich noch holen, klar, dann habt ihr aber gerade einen Monat dabei, ja. Also könnt ihr euch auch einen Charakter, falls ihr schon lange nicht mehr gespielt habt, aufziehen. Ja, oder ist das nicht mehr bei dir? Es könnte nicht mehr dabei sein, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ja, vorhin Ich hast glaube, du, in der glaube normalen Version. so instant auf 80 können springen, oder nicht? Hat es Ja, Zeit lang aber gegeben. ich weiß nicht, ob das jetzt bei der normalen Version auch dabei ist. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es so ist, gönne ich euch das mal einen Monat. Wenn ihr kein Abo nachher mehr abschließen, aber also das ist einfach. Ich glaube, ich habe Ja. irgendjemanden so einen Orkkrieger am Rumliegen oder so. Ich werde immer vom Ragnaros in Gold beschützt da neben mir. Und die habe ich versorgt tatsächlich. Die habe ich mal für Geburtstag geschenkt bekommen. Die Königsrüstung vom Allianzkönig aus dem Film. So ein Oh, aber grosses Modell. die ist aber geil. Die ist Das recht ist geil, die richtig Rüstung. geil. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Ich finde die mega gut. Ich finde eigentlich auch den Film gar nicht so schlecht. Ja, Tatsächlich. gebe ich Ist dir recht, nice. aber alle anderen anscheinend nicht. Ja, also das Einzige, wo ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, bin ich da mit meiner Mami auch schauen. Also wir gehen ja mal öfter so mit der Mami ins Kino. Mhm. Geht mit euren Müttern ins Kino, das ist easy. Das Wenn's auch muss mal ich für nicht die... probieren. Nein, aber grundsätzlich, sie hätte, glaube ich, einfach Mühe gehabt, weil es halt hure viel Ortswechsel gegeben hat. Ja, Das ist ein bisschen, da habe ich aber ich auch müssen sagen, ich, wo ja ein paar Jahre WoW gespielt hat, der Ort gar nicht mehr auf dem Radar gehabt. ja, das glaube ich auch. Also, ich sage mal, du musst jetzt nicht mega der Kenner sein oder weiss ich, wie viel gespielt haben, aber ein bisschen, je nachdem, muss man schon, okay, ja, was ist jetzt Karasan? Was ist jetzt an dem so speziell? Warum? Und Genau. das ist schon, ja, absolut. Genau. So, Ähm, das wenn man... zweite, Ah, sorry, ja, sorry. Entschuldigung. Das zweite Game, das mache ich aber ganz kurz, wenn ich gespielt habe. Ich habe dankbarerweise von Ubisoft die Möglichkeit bekommen, Outlaws zu spielen, Star Wars. Oh, Und voll privilegierter Bursch. nein, überhaupt nicht. Also könnte ich anmelden, ich komme jetzt auch über. Also vielleicht jetzt nicht mehr, aber ja, nein. Es ist tatsächlich, ich bin völlig ohne Erwartungen an. Ich habe das Spiel, ich habe gewusst, es kommt. Ich habe nicht gross mega verfolgt. Also ich hätte es mir tatsächlich nicht gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es hat mir jetzt einfach nicht gezogen. Also Ja. ich dachte, ja cool, irgendwann Fall vielleicht mal im Sale oder so. Zugegeben, es hat mich positiv überrascht. Es hat ganz eine coole Story bis jetzt. Es funktioniert tatsächlich auch ganz anständig. Das ist vielleicht aus meiner Warte mit meinem PC vielleicht manchmal ein bisschen, ja, aber so als Beispiel, das letzte Star Wars Game hat nicht so gut funktioniert wie das jetzt und das ist viel grösser, also das ist schon Das mal ist ein guter, jede Survivor gewesen, gell? ja, Wo nicht so also gut gegangen ist.
das ist am Anfang eine Katastrophe gewesen. Und ich konnte es noch einigermaßen können spielen. Viele Ja. eigentlich fast gar nicht. Es läuft ganz anständig, performant. Es braucht hier, du merkst schon, es braucht schon noch ein bisschen Liebe, ein bisschen Politur, sage ich mal. Ja, Feinschliff. Feinschliff, genau. Und ich bin auch recht überzeugt, also überrascht gewesen von der Open World, weil das ist ja, ich meine, ich nehme jetzt das Wort wieder ins Maul, Starfield. Ja. Und die Welt jetzt dort ist, also das Gebiet, das ich bis jetzt gesehen habe, ist doch recht, es ist überall ein bisschen etwas los. Du hast da wieder ein Hütchen, wo irgendetwas am tun ist, wo du vielleicht mit jemandem kannst etwas machen. Ja. Du hast immer irgendwelche Gleiter unterwegs, es hat Tiere rum, Patrouillen, da sind welche, hier findest du etwas. Es läuft immer ein bisschen etwas, egal wo du bist. Du starrst selten an und es ist einfach tot. Nichts, also einfach leer. Also, bist du sicher, dass du das überhaupt kannst erzählen? Also das letzte Mal, als ich bei dir in den Stream hineingeschaut habe, bist du nur am Sabak spielen gewesen und hast verloren. Er schaut natürlich genau eins dann rein, wenn ich verliere. Sonst vorher habe ich irgendwie 5-mal gewonnen, aber dann schaut er rein, wenn ich das schwierigste Turnier mache und verliere. Aber ja, ich kann doch auch von der Welt etwas gesehen. Aber ich finde das so ein Sabak-Spiel mega interessant. Ich finde es mega cool. Hätte ich nicht gedacht. Und ich würde schauen, vielleicht gibt es erst irgendeine Version auf WoG zu kaufen und dann hole ich mir das. Also auf jeden Fall. Bin auch am überlegen. Aber, Ich könnte mal schauen, ob es Passag gibt. Das ist das andere. Ja. Das ist aber auch noch. Ich finde es halt lustig, weil es fast gleich heisst. Sabak und Passag. Ja, voll. Darum bin ich dann mal gekommen, was ist das Passag jetzt? Etwas muss ich schnell noch dazu erwähnen, aber Yep. hat es nicht wirklich direkt mit dem Spiel zu tun, aber es hat sehr viel Hate im Vorfeld bekommen wegen der Preispolitik, wo Ubisoft gefahren ist. Ja. Ja. Wer wegen dem sagt, oder das Spiel, also wegen dem sagt, das scheiß Game, ja, schau mal den Preis an, hey, hör nicht aufs Diskutieren, ich habe keinen Plan, was er redet. Also von Preis reden, von Preispolitik reden und dann sagen, es sei ein scheiß Spiel, also ich schaue auch nicht den Äpfel an und sage, der ist sicher grusig, der sieht grün aus. Was? Ja. Aber zugegeben, ich finde es auch nicht korrekt, wie sie es gemacht haben. Also es ist einfach völlig übertrieben teuer. Also Entschuldigung. Ja, ich finde es halt einfach schade, wenn man Spielinhalt vorenthaltet, wo du nur mit also das, was ich jetzt gehört habe, damals war, du hast irgendwie 3 Versionen von diesem Spiel. Irgendwie Gold, Silber und das normale Spiel. Oder irgendwie, es hat auch irgendwie 3 Versionen gegeben. Ob es jetzt Gold, Silber war, weiß ich nicht. Aber du hast in einem von diesen teureren Sachen hast du eine ganze Quest zusätzlich mehr gehabt. Ja. Das finde ich halt schade, weil du hast eigentlich nur die einzige Möglichkeit, um die Quest zu spielen, wenn du mehr Geld ausgibst. Weißt, für mich ist jetzt halt einfach die Frage, gibt es denn in Zukunft irgendwann die Möglichkeit, dass ich sagen kann, hey, schau, ich finde das Spiel so cool, ich zahle nochmal einen 5 lieber und kann es dann gleich noch spielen. Dann ist es mir scheißegal. Aber wenn du jetzt nur am Anfang sagst, hey, schau, nur wenn du das zusätzlich kaufst, nur dann hast du das volle Paket. Das finde ich scheiße. Ja. Also kommt drauf an, wenn es jetzt nur so eine halbe Stunde, also so eine 5-Minuten-Mission ist, gang von A nach B, ja, dann ist es egal. Ja, aber ja, wenn es jetzt irgendwie so eine 2-3 Stunden Mission ist, fände ich es ein bisschen schade. Ich bin jetzt tatsächlich gerade am schauen. Du hast also ab der zweiten Version hast du einen Season Pass dabei. Ja. Und der beinhaltet
Story-Erweiterungen, sogenannt Star Wars Outlaws Wildcard, A Pirate's Fortune und du hast eine Mission, Day One Mission, Jabba's Schachzug, wo du dann bekommst. Ja. Und zahlst 40 Stutz mehr. Also, Ja. mit dem Season Pass, mit 3 Erweiterungen, klar, also 2 Erweiterungen, so muss ich sagen. Klar, man weiß im Vorhinein nie, wie groß die Erweiterungen werden. Das kannst du jetzt Yep. nicht sagen. Ich vergleiche es jetzt mal mit Assassin's Creed und das sind deftige Erweiterungen gewesen. Also, Ja. gerade ein bisschen Zeit können wieder investieren in das. Finde ich jetzt 40 Stutz Aufpreis. Also, ich rede jetzt hier von Euro. 69 Euro kostet das normale Spiel, 109 Euro mit Season Pass. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde den Preis an sich aber viel. Ja, das stimmt schon. Für so eine, also weißt du, ich erinnere mich zurück. Battlefield 4 habe ich damals, das war das erste Game, wo ich all-in gegangen bin, böse gesagt, und habe gesagt, ich hole mir das mit Premium. Premium Ja. hat geheißen, du kommst alles über. Also egal, also sie bringen Erweiterungen, du kommst alle Erweiterungen, alle Maps über. Und das hat du, wenn ich mich nicht täusche, 120 Stutz gekostet. Und das ist ein riesiges Paket, wenn es vergleicht mit dem Outlaws. Darum, Preis, ja, schwierig. Vor allem, aber es gibt nachher noch 2 weitere Versionen, wo da irgendwie... Aber nur so Cosmetics bekommst nein, oder nicht? eine, ja. Und wo du hast 20 Schutz für Cosmetics drauflegst. Und ein digitales Artbook. Ey, ja. Ja, Also auf die 20 Stutz, wenn euch Cosmetics so wichtig sind, Ja. dann gehen das aus. Wenn nicht, dann lasst es sein. Also, ich finde, nicht, aber das Einzige, was ich sage, ist, ich finde es halt einfach schade, wenn man mir eigentlich aufzwingt, du musst jetzt das ganze Päckchen kaufen, sonst hast du das ganze, nicht das komplette Spiel. Also, das ist ja. so, ja, weißt du, wenn du mir, das ist das andere, ich meine, ich habe jetzt auch, kommen wir wieder mit dem Solasta-Spiel. Solasta hat mir jetzt damals irgendwie 20 Stutz gekostet. Da hast du ein DLC oder auch Sachen, die du zusätzlich kannst kaufen, die du mehr kannst machen, mehr die Missionen zum Beispiel. Für mich, ich finde das viel schöner, wenn ich selber kann entscheiden im Nachhinein, erstens mal, hey, gefällt mir das Spiel überhaupt? Und wenn, dann tue ich gerne 20 Stutz oder mehr investieren. Sagen wir auch Helldivers. Helldivers habe ich auch nachher dann gesagt, okay, komm, ich kaufe mir nochmal 100'000 Credits, die ich den Pass haben oder bei anderen Ja, Waffen. genau. Aber wenn du von Anfang an sagst, hey, du musst es jetzt am Anfang kaufen, nachher dann hast du es nicht mehr. Ich glaube, das musst du nicht. Also ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Ja, eben dann ist es Aber ich vermute, du wirst es... Ich meine, das hast du bei Assassin's Creed auch können. Ja. Aber im Season Pass hast du das Zeug drin gehabt. Wenn du nicht gehabt hast, dann hast du es halt nicht und dann hast du es später gekauft. Ja, eben, wenn du es später kannst kaufen, ja, dann ist es scheißegal. Dann, ich sehe es jetzt hier nicht. nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Star Wars aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ja. Also. Aber eben, ich habe es mir auch noch nicht geholt. Also ich werde es irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, ich muss zuerst mal jede Survivors spielen und so. Das habe ich alles noch nicht gespielt. Die sind mega. Aber ja. Aber es ist ein solides Spiel. Ich bin also recht positiv überrascht. Das ist... Okay. Spielt sich gar. Und auch sogar der Weltraumkampf ist anständig nicht so. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Starfield, aber es ist besser. Definitiv. Ja. Also das, was ich gesehen habe, schnell bei dir, ist anders. Ja gut, da bin ich also richtig in der Scheiße gewesen, ich weiß nicht. Apropos so richtig in der Scheiße, hast du schon mal ein bisschen auf die Zeit geschaut? Ja, aber das können wir nicht auslassen, unser grosses eigentliches Thema. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen länger als 1,5 Stunden gehen, kann ich euch jetzt schon sagen, liebe Zuhörer. Es ist... Aber ich würde gerne zuerst gleich noch schnell nachher einen Film nennen, bevor wir zum grossen Mocken gehen. Okay, gut, ich nehme ja auch. Also ich habe zwar keinen geschaut, aber 2 Sachen habe ich. Einen habe ich geschaut. Okay. Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Wie du willst. Okay. Mach du. Ich und mein Bruder, wir haben
Also mein Bruder hat einen Trailer gefunden von einem Film auf YouTube. Und als ich den gesehen habe, den Trailer, habe ich genau gewusst, ja, ich muss ihn schauen. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, aber kennst du den Film Darkman? Nein. Der ist mit dem fucking Liam Neeson und ist eigentlich so etwas Ähnliches wie ein Superheldenfilm aus den 90er. What the hell? Und wir haben den Trailer gesehen und der war so überrissen gewesen, wir haben nur gerüllt. Und dann haben wir uns den Film bestellt. Es gibt 3 Teile, ich habe jetzt nur den ersten bestellt, weil die anderen 2 sollten scheinbar überhaupt nicht mehr gut sein. Und der Film, der ist eben aus den 90er. Es geht darum, dass sie ein Labor haben, wo sie daran arbeiten, künstliche Gewebe zu rekonstruieren mit eigentlich fast wie einem 3D-Drucker. Und Mhm. eigentlich so verbrannte oder sonst Stellen einfach wie mit Material können nachher oder herstellen. Das Mhm. Problem ist, im Tageslicht hat das nur 90 Minuten. Und aus Grund von irgendwelchen also da kommt dann der Gangster und der Gangster tut dann eigentlich dann den Liam Neeson verunstalten. Und es ist so gut. Er verbrennt, ich glaube, zu 80% von seinem Körper ist verbrannt. Und damit er kann weiterleben kann, haben sie ihm eigentlich sozusagen wie alle Emotionen genommen. Oder nein, sie haben, warte jetzt, im Gegenteil, sie haben seine Emotionen verstärkt, damit er eigentlich kann weiterleben kann, aber dafür spürt er keine Schmerzen mehr. Und das heisst, er kommt aus den kleinsten Gründen kommt er verdammte Aggressionsschübe über Adrenalinschübe. Und hey, in diesem Film, es passiert so viel geiler Scheiß. Wirklich. Okay. Wenn du wirklich mal so einen richtig trashigen, aber tatsächlich auch mega krassen Film willst sehen, zieh dir einfach mal Darkman rein. Ich habe noch Okay. nie so eine geile Helikopterverfolgungsjagd gesehen. Ohne What? Okay. Scheiß. Und eigentlich hängt Das kann permanent man irgend so ein beschreiben. Stuntman an so einem scheiß Helikopter. Es, das ist so übertrieben. Und der Also irgendwie. ist der Ja, Liam Neeson in dem Fall einfach so am Anfang vorgekommen und dann. nein, das ist der Darkman. Er ist der Darkman. Er ist der Hauptprotagonist. Ja. Und eben, er tut sich nachher dann, die Sachen selber printen, sozusagen, damit er die kann anlegen kann, damit er nachher dann für 90 Minuten raus kann, sich mit seiner Freundin treffen und Rache an seinen, Hell. an seinen Dings nehmen. Also ja, eben, die Story ist jetzt nicht so der Hammer, aber ohne Scheiß, ich habe glaube noch nie so viel gelacht, aber es ist einfach noch geiler Scheiß. Es ist so richtig trash-geiler Scheiß. Muss Ja. mal schauen. Muss man, glaube mal den Trailer anschauen und dann. Ich habe beim Trailer nur gerühlt. Oh Mann. So Filme sind alle so. Ich schaue den Trailer und denke, boah, da muss ich schauen, wenn ich wirklich, wirklich Bock einfach auf Scheiß habe, dann. Ja. Aber eben, Und dann sind, schlussendlich sind wir gleich da gehockt und haben gesagt, eigentlich ist er hure gut. Also auch für die Ideen, die er hat, so mit mhm. 3D-Sachen drucken und so. Also, wir sind nicht weit davon weg. Vielleicht ist er einfach, also das ist halt das Thema. So alte Filme, Ja. weißt du, wie Wie sind sie beeinflussen die wirklich heute? schlecht? Ja, eben. Weißt du, sind sie So. wirklich schlecht? Also, ich muss sagen, ich glaube, wenn ich den in den 90er gesehen hätte, das wäre einer von meinen Lieblingsfilmen gewesen. Ja, also mit 4 hätte ich das noch nicht wollen gesehen, aber Ja, ne, so, ja. eine von der besten Szenen ist, er geht irgendwie an so einen Jahrmarkt und geht so Bäuerli schiessen. Mhm. Und dann irgendwie der bräuchte die irgendwie und die sind halt mit Gewicht drin und die Flaschen fallen nicht um. Und dann sagt ihm da hinter der Tresen, ja, nein, und so, das hast du jetzt halt nicht gewonnen. Und dann fängt er völlig an von austicken. Und dann siehst du einfach im Hintergrund, wie es einfach das Bild verschleiert und irgendwie so ein Feuerball durchfliegt, einfach zum zeigen, dass er hässig ist. Das ist so gut. Es ist so gut.
Voll übertrieben Effekt. Ja! So gut. Oh Mann, ey. Ja. Und ja, aber eben, sehr empfehlenswert, wenn ihr so gerne so ein bisschen 90er-Trashy-Filme habt. Apropos Trash-Film. Meine ist nicht aus den 90er, aber ich habe ISS geschaut. ISS? Ich habe irgendeinen Ausschnitt von dem Film gesehen und habe gedacht, interessantes Konzept, mal schauen. Ach Gott. Der Film dreht wie es der Name halt sagt, um die ISS, um die Internationale Raumstation. Dort oben sind russische und amerikanische Astronauten, je 3. Respektive es kommen frische rauf, so fängt es an. Und währenddem sie da oben sind, und das ist schon wieder fast ein bisschen creepy, weil über das hat man tatsächlich in den letzten Jahren auch schon geredet. Das ist ein Thema. Währenddem sie da oben sind, bricht unten der Weltkrieg aus. Sie sehen plötzlich, sie sind in der Kuppel, also eine ist in der Kuppel. Das ist die grosse Glaskapsel, wo sie immer auf die Erde runterschauen können, mega viele Fenster. Sehen sie plötzlich Blitz. Da, 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 da. Immer mehr und mehr. Schlussendlich, du siehst die Erde im Hintergrund immer mal wieder, während dem ganzen Film. Und die Hälfte ist einfach nur am Brennen. Es brennt einfach die ganze Zeit dort unten. Also die Effekte und so sind gar nicht mal so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Film ist einfach scheiße. Also, die Story an sich ist erstens so vorhersehbar. Du kannst genau, also einerseits kannst du genau sagen, was passiert, andererseits hat es Charaktere drin, wo du denkst, warum hast du, was? Hä? Warum machst du jetzt das? Das ist sicher so ein vorhersehbarer grosser Russ, wo der irgendwann sagt so, nicht. Also nicht so Nein, das dann klischeehaft. doch nicht. Ja, es ist schon auch ein bisschen klischeehaft, aber das wiederum ist das Gute daran, es ist klischeehaft auf beide Seiten. Okay. Klischeehaft amerikanisch, klischeehaft russisch. Aber eben, im Hinblick auf die heutige Zeit und die letzten paar Jahre ist es so ein Film, wo du dann wieder denkst, Schwierig. schwierig. Und ja, hat auch wieder ein völlig dummes Ende. Also, das habe ich einfach, also man muss sagen, wenn ihr kein Ende macht, dann lasst doch gerade ganz Film sein. Weißt du, also Ja. es ist, Ich glaube, das ist so eine Krankheit von vielen schlechten Filmen, dass das Ende halt einfach nichts ist. ja. Es ist wirklich. Ich habe noch etwas. Bevor wir unsere grosse Warnung aussprechen. Ich glaube, wir sind nachher durch, oder? Also ich Oder hast du schon habe etwas? eigentlich relativ viele Filme geschaut, aber Aha. also viele Filme. Ich habe auch noch einen alten Film geschaut und ich muss sagen, alter, der hat mich mega überzogen von der schauspielerischen Kunst von Al Pacino. Ich habe den Film noch nie gesehen. Und zwar ist das «Im Auftrag des Teufels». Oh, jetzt Ey, scheiße, aber du. das ist so eine, wirklich, ich habe am Anfang gedacht, ja, okay, so ein langsam ansteigender Film und am Schluss wird der richtig kaputt. Mhm. Richtig kaputt. Und der Monolog am Schluss vom Al Pacino ist einfach göttlich. Es ist ein guter Film. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der Typ haben sie einfach hingestellt und gesagt, komm, diskutiere einfach über irgendetwas. Wir machen da schon etwas draus. Der steht dort hin, bretscht das raus. Und das ist ein recht langer Monolog sogar. Ja, Aber das ist das genial, ist. der Film. Muss ich gerade aufschreiben. Den muss ich wieder mal schauen. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Vor allem am Schluss finde ich es halt geil. Magst du dich erinnern? Nein, ich war wirklich so sehr lange her. Er verwirrt ihn gleich wieder. Das ist so gut, das ist so gut. Ja. Also den habe ich noch gesehen, die anderen 2 Filme, die lasse ich jetzt mal weg.
wo ich noch geschaut Ja, habe. sag doch einfach schnell, welche es sind. Ich habe noch geschaut, Ralf Reichts, das ist ein Disney-Film. Der Oh erste ja. Teil, der ist cool, der ist witzig, der Mhm. ist super, der ist eigentlich mal so ein richtig guter Disney-Film. Mit Ja. einem Aber das ist guten, auch schon recht alt. ja, das ist ein cooler Bösewicht am Schluss, Plot-Twist, alles. Und ich muss Ja, sagen, Mo, voll. macht Bock. Dann haben wir nachher dann noch den zweiten Teil geschaut, Chaos im Netz heisst der. Ich habe ihn überhaupt nicht gefeiert. Ah, was ist der mit dem Internet? Ich glaube, da habe ich nie genau geschaut. Tatsächlich genau dieser Teil ist etwas vom Besten, was ich finde, wie sie so das Internet darstellen. Das Das ist ist wirklich mega gut hure gemacht, gut. aber auch, ja. Aber es ist Story und es hat ein paar Sachen drin, wo ich muss sagen, hey, äh, ich sage dem mal, es ist so ein bisschen disneyfiziert worden mit gewissen Aspekten, wo wir dann Mhm. gesagt haben, du, nein, also, ja, der erste Teil ist gut, der zweite Teil müssen wir nicht darüber diskutieren. Und Absolut, ja. es ist schade, es gibt auch Sachen drin, die halt völlig zu wenig angesprochen werden, die mega Potenzial hätten, aber das, ja, ist jetzt so. Genau, das habe ich noch geschaut. Ich habe auch etwas noch, aber das ist mehr so eine Vorschau. Es kommt ein neuer Thronfilm, eine Fortsetzung. Thron Ares. Oh, Als ich das gesehen habe, habe ich schier, also ich bin fast, also, wie hast du vorhin so schön gesagt, harte Nippel und sonst noch was. Stief Schnäbeli. Ey! Leider halt, und das muss man sagen, ich meine, das wissen ja alle leider nicht mehr mit Daft Punk als Background oder respektive mit der Musik. Nichtsdestotrotz, sie haben sich Nine Inch Nails geholt. Also, das ist auch sehr viel Potenzial. Das kann sehr Ja. geil werden. Ja, ich weiß nicht, wann er kommt tatsächlich. Oder auf wann er angekündigt ist, aber sie sind am Machen, sie sind dran. Ah, nächstes Jahr soll der kommen, im Oktober. Sehe ich gerade. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde Und Tron, ja, Entschuldigung, ja, ich finde Tron etwas vom Besten, was es gibt früher. ja, Vor allem der Alte. ja, der Alte ist. Ich habe den so manchmal gesehen als Kind, aber habe nie kapiert, um was es wirklich geht. Also ich habe gewusst, sie sind in einem Computer drin, aber ich Ja. habe nie kapiert, um was es eigentlich geht. Bis ich halt dann irgendwie geschnallt habe, okay, sie sind da so, hier und so, da. Und der neue, also ich meine, come on, das ist einfach, Tron Legacy Mhm. ist einfach Liebe. Und das Geile ist, anscheinend, der fucking Jeff Bridges, ich schaue dem hure gern zu, ist halt wieder der Kevin Flynn. Er ist halt immer noch dort drin. Einer kommt vor, wir haben zufällig, das ist mega Zufall, haben wir vorhin über die Spiele von dem geredet. Der Cameron Monaghan, das ist der Protagonist, der Schauspieler, der Star Wars Jedi der Ding gespielt hat, Cal Kestis. Aua. Ja, der kommt da drinnen vor. Ich meine, also, das ist tatsächlich witzig. Viel kenne ich den gar nicht so wirklich, aber der hat schon ein paar Sachen gemacht im Fall. Der Ähm, hat Click zum Beispiel mit dem Adam Sandler hat er mitgespielt, aber der ist wahrscheinlich noch jung gewesen. Er hat in Gotham in der Serie mitgespielt. einer der besten Anführungs- und Schlusszeichen Joker, die es je gegeben hat. Es tut mir leid. Absolut. Also Absolut. er teilt sich mit dem Heath Ledger wirklich den ersten Platz. Es tut mir Ja. leid. Ah, ich habe den Ding halt schon hure geil gefunden in Justice League. Heath. Der Aha. Jared Leto. Das ist halt. Er hat einfach zu wenig Screentime. Das ist das, was mir Ja, dort ein bisschen absolut. fehlt. Absolut. Also ich hätte gerne einen Film einfach nur von ihm, Joker und Harley gesehen zum Beispiel. Hast du Das wäre gewusst? absolut badass geworden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat am Will Smith hat er mal, glaube eine tote Ratte geschickt oder so. Oder einen Schweinekopf vor die Tür. Einfach zum Zu zeigen, zeigen, ich bin ja, Joker. ich bin der Joker. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Nein, aber also Thron Ares heisst er, Mhm. der Film. Willst du den Fun Fact noch wissen? Hau raus. Es kommt nicht nur ein Joker vor. Der Ares wird gespielt von Jared Leto.
Okay. Darum habe ich es jetzt gerade so geil gefunden, dass du den Joker erwähnt hast. Jared Leto spielt anscheinend, also ich glaube, er ist ein Antagonist. Ich habe nicht genau geschaut, aber er spielt den Ares, er spielt dort mit. Es ist, Okay. ich bin, Spannend. ich bin sehr gespannt, also sehr, sehr, sehr. Und von Er, mir aus darf ich den Film noch verzögern bis im Dezember, sodass er auf meinen Geburtstag wiederkommt. Das wäre geil. So Film finde ich immer geil, wenn es auf meinen Geburtstag kommt. Dings finde ich ja eigentlich auch geil, weil sie haben ja im Tron Legacy haben sie den Jeff Bridges auch den Face animiert. Mhm. Und es ist so dort zu dem Moment gewesen, wo das, glaube ich, relativ neu rausgekommen ist. Und Ja, es hat mich überhaupt nicht gestresst, dass es nicht gut aussieht. Weil genau weißt, er ist immer ein Computerspiel, also fuck off, Mann. genau. Also von mir aus hätte es auch einen Viereckopf können lassen, mit seiner Textur zurück. Also, nein, natürlich nicht, aber So ein Minecraft-Grind. ja, genau. Ja, nein. So, wir haben Apropos. jetzt für alle, ich mache schnell so einen Disclaimer oder so, für alle, die nicht gespoilert werden, zu einem ganz grossen Thema, zu einem, meiner Meinung nach bis jetzt, Film des freaking Jahres. Ist die Episode jetzt hier, würde ich sagen, zu Ende. Ja. Die reguläre Zeit ist auch durch. Ich benenne den Film, ich meine, das darf ich ruhig machen, das wissen alle. Wir reden jetzt gerade um Deadpool, also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ihr wollt Das, ihn unbedingt schauen. Schaltet ihn weg. ja, definitiv. Wir sind euch Macht das. nicht böse, schaltet ab oder hört jetzt nachdem ihr geschaut habt, das ist tatsächlich die bessere Idee. Hört jetzt nachdem ihr geschaut habt, schaltet neu ein, hört die Folge, ich sage immer, lasst die Folge zu Ende, weil jetzt greifen wir das Thema auf. Ich habe mich jetzt einen Monat lang zurückhalten und der Oh. Ullen, ich habe ihm nichts schicken, ich habe ihm nichts schreiben. Es ist teilweise ein hure Pain gewesen. Ich habe immer wieder so geile Sachen gesehen und dachte, nein, ich schicke das nicht. Ich weiß nicht, ob er das schon gesehen hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ich will schon mal einfach anfangen. Und ich muss schnell unseren Chatverlauf suchen. Da. Wenn wir gerade voll reingehen. Also jetzt fängt der Spoiler wirklich an. He? Also Ja, das also erste, danke an alle, die bis dahin gelost haben. genau, Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Mittag, wie auch immer. das erste, was ich im Blackjack geschrieben habe, nachdem ich aus diesem Film rausgekommen bin, ist einfach nur fucking Blade. Hey, ja. Fucking Blade. Fucking Blade, Mann. Und nein, es ist nicht irgendein Blade, es ist der freaking Wesley, Wesley der Snipes. Bloodsucker Snipes. Uh, Der Daywalker. Vor allem dort bin ich völlig übergegangen. Hey, Und ich da ins auch. Bild nicht zu laufen kommt, ich so, what the fuck. Ich habe die Hände aufgelegt. Ich habe zuerst gedacht, Elektra. What? Und dann Aha. hatte ich den Daredevil erwartet, tatsächlich. Ich habe zuerst gedacht, jetzt kommt der Daredevil. Und dann läuft der andere rein. Hey. Und ich Ja. so, ich habe einfach die Hände aufgestreckt und habe so vor den Mund gehabt. Ich Ja. weiß es genau noch, wie es heute Aber ich war hey, genau gleich. ich kann Wirklich nicht mehr genau gleich. können. Ich kann nicht mehr können. Aber krass finde ich auch, was die Botschaft dahinter ist. Was sie dort am Schluss gesagt haben, so ein bisschen der Highlander, es kann nur einen Es geben. gibt nur einen Blade. Ja. Oder auch grundsätzlich so Dings, hey, ihr vergesst völlig die alten Filme oder die alten Helden. Das, Deadpool an und für sich ist eigentlich für mich so ein bisschen für diese Sachen wie ein Weckruf gewesen für die Filmindustrie, in verschiedenen Art und Wegen. Ich habe Rezensionen gelesen von Leuten, einfach weil es mich mal Wunder genommen hat, die gesagt haben, hey, ich bin der erste Hälfte vom Film bin ich raus, weil das Multiversum Kacke drin hatte. Ja, bist selber die schuld. Sorry, er macht am Schluss eine Ankündigung, hört, Multiversum ist nicht immer etwas Gutes. Mhm. Muss man nicht immer so auskosten. Genau das, und genau um so Scheiß ist es so gegangen. Sorry. Ich bin einfach.
der Troy ist dann gestern zum zweiten Mal schauen und ich habe nachher, als ich den Stream abgeschaltet habe, gedacht, fuck, eigentlich müssen wir den noch erst schauen. Ey, es ist... was ich geil finde, und viele wissen das vielleicht nicht, oder werden es auch nicht verstehen, dass, dass sie am Channing Tatum die Möglichkeit gegeben haben, den Gambit zu spielen. Weil er hat das schon lange, und es sind mal Pläne rum gewesen, dass sie einen Gambit-Film machen. Er will das schon lange. Ah. Er will schon lange einen Gambit-Film rausbringen. Also ich weiß nicht, wie der Plan heute aussieht, aber es hat schon mal geheißen, sie probieren einen Gambit-Film zu machen. Also er. Ich glaube, das ist auch mal aufgekommen nach dem X-Men Origins, weil dort kommt er ja auch kurz vor. Möglich, ja. Wo Das er kann sein, hilft, ich weiß nicht wann. wo er hilft ihm auf die Insel, wo am Schluss kommt. Also respektive, es gibt so 2 kurze Fights, glaube, wo er mal rohe Karten rausschmeißt und einen Stecken aufladet. Mhm. Ich habe eigentlich den Charakter mega interessant gefunden, wo nicht biologisches Material, glaube irgendwie kann statisch aufladen. Das ist, glaube ich, seine Fähigkeit. Ja, irgendwie so. Oder Elektromagnet. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den mega gefeiert, den Channing Tatum mit dem Film. Ja, bis er das Maul aufgemacht hat. mit dem Der scheiß Dialekt, hey. Mit dem fucking Come on. französischen Akzent. Ich habe den Also- gut gefunden. Ich werde den Film ganz garantiert nochmal auf Englisch schauen, weil ich glaube, dort muss er genau gleich schlimm sein, weil es werden genauso viele Memes gemacht darüber. Aber ey, nein. Also, ich kann ihn dort wenn er das Maul aufmacht, kann ich nicht ernst nehmen. Weil Ja. Ich schaue ihn an und er redet und ich denke, hab das Maul, bist ruhig, du machst alles kaputt. Aber es hat auch schon eben coole Cameo-Auftritte drin. Ja, mega viel. Hast du gewusst, dass der Darth Maul mitgespielt hat? Also der Schauspieler? Ja, der Schauspieler, ja, Ray Parker. Ja, genau. Und auch der, wie hat er geheißen? Eben der Sabertooth und so. Genau, aus dem alten Film tatsächlich. Das ist ganz geil. Meine Frage an dich. Hast du gewusst, wo er auftaucht ist, dass es nicht er ist? Der Satz ist so dumm, aber du weißt genau, von was ich rede. Ich hatte es genau gleich schon jetzt seit einer Minute ansprechen. Du meinst den Cavalry? Was ist Cavalry? Okay, in dem Fall nicht. Come on, was? Cavalry. Ah, okay, sorry. Ich weiß, was du meinst jetzt. Ich rede vom Henry Cavill. Da bin ich fast gleich viel übergekehrt wie bei Blade nachher. Das ist scheinbar auch irgendwie so ein Mythos, wo rumläuft. Ich hatte, wait. Und er hat ihn so geil dargestellt. Einfach so, verpiss dich, hau ab, gang wieder. Das ist so geil. Ich habe den anderen super gefunden. Wo der Chris Evans heisst er. Ja. Und dann denke ich so, ja. Scheiße, das ist der Captain America. Und ich so, das ist nicht seine normale Stimme. Ja. Das ist der fucking Fire, wie heisst er? Der von Fantastic Four. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie man ihm sagt. Also Johnny irgendwas heisst er so. Ja. Johnny Storm, glaube ich, ist ja der Bruder von der Sue Storm. Genau. Aber ich habe vermutet, ich habe nicht gedacht, das kann nicht der Captain America sein, das macht irgendwie keinen Sinn. Und von der Postur war er viel zu schmal gewesen. Ja. Er hatte keine Captain America-Figur unter dem Mantel. Also ich habe es gemerkt von der Stimme her. Nein. Er sagt so, ich glaube, er macht sogar den Witz. Ja, logisch bist nicht du, das ist nicht mal deine Stimme. Okay, das habe ich nicht. Wenn du schauen musst du es denken. Also musst du daran denken. Der Film. Aber dieser Herr ist halt Flamme an und what? Okay, geil. Das ist... Also, es war wirklich ein reines Feuerwerk, der Film. Ja, voll. Obwohl ich ehrlich muss zugeben, wenn es nicht der Deadpool gewesen wäre,
Ich glaube, ich hätte mich so aufgeregt ab dem Ryan Reynolds, weil er nicht aufhört, dumme Sprüche reissen. Ja, Wirklich, ja, ich weiß, was du ich meinst. habe wirklich gedacht, Alter, es ist der Deadpool. Weil der Deadpool macht nach jedem Satz gibt er irgendeinen dummen Spruch. Und eben, es ist halt die Figur. Wegen dem habe ich gesagt, okay, es ist easy. Es ist so, also ich bin der Film, die dummen Sprüche, und ich meine, die hunderten Deadpools. Hast du gewusst, dass sie seine Frau ist? Ryan Reynolds Sie seine hat ihr Frau. nur die Stimme geleihen. Ah, okay. So, wenn ich jetzt mitbekommen habe. Ja, Ich habe eben auch zuerst jetzt geheißen, ja, sie hat sie gespielt, aber angeblich hat sie ihr nur die Stimme geleihen. okay. Weil der Kleine, der dort rumläuft, der kleine Deadpool ist scheinbar auch irgendein Familienmitglied von ihm. Seine 3 Kinder kommen vor. Alle 3. Das so cool. Eins ist der Kidpool, eben das Kind. Mhm. Warte, ich habe das erst vor ein paar Tagen gelesen. Eins ist irgendwie mit dem Wolverine irgendetwas ist der gewesen noch, mit dem Kind etwas. Und das dritte kommt, glaube ich, am Anfang irgendwo vor, meinte ich. Ich weiss, aber es kommen alle 3 Kinder kommen vor, das habe ich gelesen erst vor ein paar Tagen. Und eins ist das Kidpool, ja. Definitiv, ja. Wenn wir schon vom Anfang reden. Wenn ein geiles Intro willst machen zu einem Film, hey. Ich bin Also, einfach. vor allem, es ist halt einfach fucking ein Sing gewesen, oder? Ja, es ist so geil. Das ist halt genau das, gell? Es ist halt der Film, der genau unsere Altersgruppe anspricht. Ja. Es ist genau unser Alter. Wir sind mit dem aufgewachsen, darum sind wir auch völlig am Übergehen. Eben, fucking Blade, Carmen Electra, der Sabertooth, der drin vorkommt, der richtig. Mhm. Leider ein bisschen zu kurz, aber ja. Ähm, Vielleicht, was ich auch sagen kann, was mir auch mega gefallen hat, ist der Bösewicht. Oder die Ja, Bösewichtin, wenn man es so sagen ja, voll. will. Ich habe die da Grund gehabt und haben müssen sagen, Alter, die spielt das richtig gut. Und wie sie den anderen so im Grind innen rumwühlt. Das war Oh, das ist grusig gewesen, aber trotzdem geil, ja. Es ist ein richtig guter Gegner gewesen, ein richtig Ja, guter oder Bösewichtin, ja. Genau, es genau. ist ein richtig guter Gegner gewesen. Also, Und, hast du nicht gedacht, ja, komm, da wieder nur 0815 Antagonist oder so und mm, nein, es ist vor allem halt auch die Verbindung oder die Verknüpfung eben, wo man da halt können machen durch das, dass man gewusst, okay, sie ist mit Xavier eigentlich die Schwester und so und ja, es ist heftig, es ist geil, ja. absolut. Wenn wir von ihr reden, ich meine, ich muss ja niemandem erzählen, der Film ist gespickt von Easter Eggs. Also ich glaube, du kannst keine normale, also kannst keine 2 Minuten Film schauen, kommt nicht irgendwo irgendetwas vor. Ich meine, es fängt an beim Happy Hogan im Büro. Mit all Ja, den Memorabilien von den Avengers, sei es das Herz von Tony Stark, Stark. der Prototyp-Schild von Captain America, Genau, ja. die Iron Man-Maske vom Kind auf der Expo Ich und weiß, auf so was du weiter. aus willst. Auf ihre Burg, wo am Ende Nein, auf das, nie was lustig in ist. der Burg innen ist. Nein, was, das habe ich, muss ich dem übersehen haben. Was ist da drin gewesen? Es ist schwierig zu erkennen, ja. Also, ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber sie hat dem Thanos seinen Weltraumthron gehabt. Oh. Das ist mir Mhm. jetzt gar nicht aufgefallen. Der schwebende Thron, wo er dort, ich glaube, nach dem ersten Iron Man ist das gewesen, oder nach dem zweiten. In Oder, dort Guardians in of the der, Galaxy kommt er, glaube ich, auch vor. oder ist es bei den Guardians gewesen, ja? Ja, Wo er kurz vorkommt. ganz am Wo Dort, ein Aftercredit kommt er mal vor, wo man ihn sieht, wo er wo er eigentlich so. dreht oder so. Genau, ja.
Oder ich Und weiß nicht mehr, welcher Film. Ich kann ich gar nicht glaube, sagen, Iron Man. ich glaube eben Guardians of the Galaxy, wo die Töchter von ihm ja bei ihm vorne dran stehen, oder wo der Mhm, Antagonist vom ersten Guardians of the Galaxy mit ihm redet, irgendwie sowas. Aber mhm. nee, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Oder ist dir aufgefallen, weil wir von Fantastic Four geredet haben, dass der Pyro ist ja der mit der Feuer, der Feuer kann Mhm, spicken, der mhm. Mutant, der ist mit einem Fantastic Car rumgefahren. Mit dem Fahrzeug von der Fantastic Four. Okay, ich habe Fantastic Four aber nicht so krass geschaut. Tatsächlich. Die haben immer so ein vierblättriges Ding gehabt. Im Film kommt es ja auch meist vor, wo der Johnny nachher nebendran mitfliegt als Ja. Flamme. Mit dem ist er Aha. dort rumgefahren, zum Beispiel. Aber ich glaube, auch die Kerne allgemein sind auch aus so Sachen zusammengebastelt gewesen, wo wo irgendwie aus Filmen vorkommen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. In einer Szene, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, ganz genau sagen, wo, kommt zum Beispiel ein Red Skull sein Auto. Ja, Das alte, lange Ding mit dem Hydra-Logo vorne dran. ja, irgendwie so eben auch so Easter Eggs und es kommt hure viel Zeugs vor. Ich meine, Disney haben sie ja fertig gemacht bis zum geht nicht mehr. Ich meine, dort, wo sie in der Fox so. Wüste das erste Mal sind, 20th Century Logo so halb vergraben und Ja. kaputt dort und so. Und, ey, come on. Oder Fox Industries, wo er irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt der Marvel-Jesus, wo er nachher dann zu der Kamera kommt und sagt, fick die Fox, fick die. Ich finde Marvel, das ist so gut gewesen. Ich finde Marvel Jesus. Ich bin Marvel-Jesus. Nee, also grundsätzlich, auch was ich auch sagen kann, der Wolverine ist auch cool gewesen. Hugh Jackman hat vor allem, er hat, glaube ich, scheinbar irgendeine Pose für ihn nehmen, die er, glaube ich, noch fast nie hat dürfen machen. Und er hat die immer wollen machen. Ja, ist das nicht wo er, darum haben die alle zusammen so gefeiert, wo er sich so also weißt, so runtergeht und dann eigentlich so die Arme ausspreizt, Ja, so. wieso, ja. Ich glaube, die war es. Und halt Meinte auch ich. seine Rüstung ist geil gewesen. Ja, also ich bin übergekehrt, wo er hinterher gelenkt hat und ich Ja, so dachte, jetzt, er macht's. Und dann zieht er den Doppel-Batman für. Ich sage dem immer so, ja, der der Doppel-Batman. Doppel-Batman. Ja, aber es hat so viele coole Sachen da drinnen gehabt. Also, Voll. das war pure Liebe gewesen für Nerds. Spider-Man 2 hat es auch drin gehabt. Aber der Spider-Man 2, der alt. Also nicht der Spider-Man selber, sorry. Aber ein Easter Egg von dem. Und zwar, wie habe ich es mir da notiert? Ja, eigentlich sind es doch die Böse, also die Nova, der Deadpool und der Wolverine sind ja also in Mhm. einem Diner. Das ist Joe's Diner, wo der Spider-Man der Peter Ah, geschafft hat. Weil du siehst ah, eigentlich auf einer Menüplatte irgendwie Joe's Famous Chili Bowl und so. ja. Weißt du, das sind die kleinen fucking Details. Das habe ich tatsächlich gelesen. Ich habe das nicht selber gesehen, aber das Ja, habe ich ja, gelesen. ja. Aber das sind die kleinen scheiß Details, wo ich mir sage, ey, what the hell? Die Avengers nicht auch vor, also hoch, mit von wegen, ja, ist schon mal Shawarma gehabt. Ja, das sind die Avengers erfunden. Ah, ja, stimmt, ja. Haben sie nicht, aber trotzdem geiler Joke. Ja, nein, aber Das so Zeugs. es ist halt wirklich, wie wenn er das Zeugs voneinander nimmt. Es ist halt wirklich, es sind halt Leute dahinter gehockt, die gewusst haben, was sie machen. Mhm. Sage ich Voll, jetzt. voll. Nein, Ich, das ist. Ja, ich habe sorry. tatsächlich zuerst gedacht, die Geschichte vom Wolverine. Und da hat ich fast noch einen Cameo-Auftritt vom Jake Gyllenhaal gefeiert. Es gibt ein alternatives Universum, wo der, wie heißt der, Illusion oder Illusive Man, Mhm. wo er eigentlich sozusagen den Wolverine verarscht. Und das ist nur in einem Comic inne, wo der Wolverine nachher dann das ganze Marvel oder die ganze X-Men auslöscht. Von sich Mhm. selber. Ja, Er bringt jeden um. Am ich glaube, Schluss von ist dem habe ich gelesen. Ja. eben der Einzige, der noch steht, ist am Schluss der Illusive Man und sagt, schau mal, was du gemacht hast.
Ich habe eigentlich zuerst gedacht, sie kommen mit dieser Geschichte führen. Ja, aber es ist, also, ich meine, der Ding selber, der Hugh Jackman, da ist ich. Der hat einfach wieder das Programm durchgezogen. Ey. Ja, Ich weiß nicht, was der Mensch sonst noch auf die Beine stellen will. Also, weißt du, in dem Alter so ein Programm abspulen und so parat jetzt da, ey, ja, kann Hut ich ab. sagen, wie, der ist ja auch schon, hat ja auch schon sein Alter jetzt langsam, ne? Ja, ich weiß, also, ich weiß Der es Hug, tatsächlich gar nicht. Der Hug. der Ich Hug weiß gar nicht, wie Jackemann, alt das ist. 55. Ja, ist krass. Ist eigentlich krass. Ja, und eben, also, so ein rechter Bodyguard. Voll. Wobei, ich muss auch wirklich sagen, Logan, der letzte Wolverine-Film, ich finde das einer der besten Filme, die ich im Marvel-Universum gesehen habe. Der ist halt einfach, er Ja, ist halt einfach hat schon verdammt düster. absolut. Und jetzt wird er so auseinandergerupft, wortwörtlich. Wirklich? Wieso? Ja, hast du ja gesehen, was er im Intro mit ihm gemacht hat? Aha. Ja, gut. Ah. Das war ja auch schon geil, gewesen, wo er ihn auspudelt, Mann. Also, ja, Bing! also, Ah. wir hat es ja auch schon vertatscht, wo er in die eine Alternativwelt geht und dann hat er so einen kleinen Wolverine, der so am Dings kumpelt Ja, und dann nachher einfach aber du weißt wieso? Der Wolverine in den Comics ist eigentlich nicht so groß. Nein, das ist glaube ich irgendwie 1,60 oder so, oder? Und darum haben sie am Anfang Angst gehabt, wo sie den Hugh Jackman damals das erste Mal als Wolverine geholt haben. Haben sie gesagt, er ist viel zu gross, er ist viel zu gross. Also, weißt, das passt nicht mit den Comics eigentlich so wirklich überein. Mhm, mhm. Aber er hat es einfach gut gemacht und die Fans haben es angenommen. Also es ist, ja, Ja, und das soll ja die Verarschung sein, darum hat es den Mini-Wolverine reingenommen. der Mini-Wolverine. Ja, es hat wirklich coole Sachen drin gehabt. Mega, ja, mega. Ich hätte fast nur irgendwie so ein bisschen einen Hint auf Loki erwartet. Im Fall. Gut, hast du eigentlich mit dem Zeitstrahl oder nicht? Ja und nein. Ich weiß es nicht. Also, ich sehe jetzt die Verbindung nicht so zu 100%. Also, weißt Ja, also ich muss grundsätzlich sagen, die ganzen Serien von nebenbei habe ich alles nicht geschaut. was? Nein, eben, mir ist irgendwann ist es mir einfach zu viel geworden mit dem hohen Marvel-Universum. Dann muss ich sagen, nein, ich komme nicht Verstehe ich. nach. 2 Serien, die du schauen musst. What If und Loki. Warte, Das ich ist ja, Loki. das ist, gibt's auch. Nein, What If ist mega interessant einfach. Das sind ja Ja. meistens Zeichentrick und so. Also, das ist wirklich sehr interessant. Was wäre, wenn? Halt wirklich so die Frage. Das ist wirklich cool. Und Loki ist einfach super gemacht. Also ohne Scheiß, das ist eine Serie, ich gebe dir recht, es ist ein bisschen viel, alles in allem mittlerweile. Aber Loki darf man ruhig schauen, das ist wirklich eine sehr solide, gute Serie. Ganz ehrlich. Ich finde auch den Schauspieler sehr sympathisch tatsächlich. Ja, ja, auch. Habe ich mir noch irgendetwas aufgeschrieben? Nein, ich glaube, sonst habe ich nichts mehr aufgeschrieben von Deadpool. Aber ich meine, wir haben jetzt auch eine halbe Stunde schon wieder über das hier Ja, aber also das ist, es ist gut, wenn wir nichts mehr haben. Wir haben jetzt wirklich fast eine halbe Stunde einfach nur über den Deadpool geredet. Das ist tipptopp. Das stimmt top. Zum Glück habe Gut, ich ja vorher schon gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie etwas wollt wissen oder genau. eine Rückmeldung geben, könnt ihr das auf unseren Plattformen machen. Broadcaster.ch oder direkt eben bei Spotify Kommentar schreiben. Kann man da bei uns mal ein bisschen Stream reinschauen. Der Blackjack ist momentan sehr aktiv im Streamen. Er hat Ferien. Das ist ja so. Hassen die. Ist geil.
Ja, ich tue dann nachknüpfen. Wenn du dann weg bist, komme ich dann streamen. Ja, dann ist es nicht mehr so. Weißt du, es ist immer dann geil, wenn es geil ist. Und nachher nicht mehr. Wenn es geil ist. Es ist eben Nicht geil, mehr wenn so es geil. geil ist. Nein. Ah, Gut. ja. Ich würde Haben wir's. sagen, wir haben es genau noch 20 Sekunden, wir Punkt genau 2 Stunden. Wenn wir jetzt natürlich genau nur, ich meine, Von also ich möchte mich bei 10. allen bedanken. Ja. Wir haben tatsächlich die 30 Follows wieder geknackt. Vielen Yeah. lieben Dank für die Abos. Abonniert und dann bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, bis nächstes Mal. Ciao.